Kackelzement! Ist er da 15? Oh! Wenn wir natürlich absolut synchron mit dem Timmy Boy sind, ich hoffe, es funktioniert alles. Ja, wird schon passen. Das wird eben schon passen. Jetzt warten wir erst einmal bis da. Was ist denn da schon wieder los? Gut, geil! Grüß dich, ich hab die letzten paar Mal keine Zeit nicht gehabt. Ja, so nicht! Jetzt warten wir erst einmal bis da. So nicht! Ich hör mich selber. Was ist da schon wieder los? Gut! Das ist gut. Wenn ich mich selber höre, so ist es grün. Gut, geil. Kommen wir gleich dazu. Rest! Hoi! Ich bin's. Hier, Montag, 20 Uhr. Was ist denn da mit dem Monitor passiert, oder? Was ist da los? Hinterm Phone funktioniert nichts. Sag eins nach dem anderen. Timmy Boy, wir haben synchron. Grüß dich daheim. Gut, geil. Grüß Gott. Hab die letzten paar Mal keine Zeit gehabt, da ich live dabei bin und für Nachschauungsquote auch nicht. Von dem her habe ich keine Ahnung, um was es geht. Außer das bisschen, was ich im Discord gelesen habe. Es geht auf alle Fälle, wir sollten vielleicht einmal aufhören, die sensiblen Wörter in die ersten 10 Minuten zu benutzen. Weil ich glaube, die letzten, der ganze April ist entmonetarisiert. Frag mich bitte nicht warum, aber gut. Ich glaube, dass es mir wurscht ist. Gut, geil, Kuss auf die Nuss. Merci dir. So, jetzt kriegst du erstmal im Haufen. So. Habe die Ehre an den Proxy, an den Mitchell, an die Leuchtrauschkugel, an den Hemsen, an das Erdnussbrot, an den Dominik, an den Blutbleib, an den Sauberfox, an den Leg mir am Arsch, an Moor, an Forest Squad, an Razy, an den Weiße Gitter, an den Wolfdragon, an nochmal an den Moor, einfach, wenn wir es kennen, an die Steffi, an die Sam Crow Wife und an den ganzen Rest vom Mod Sauhaufen, an den Boilergramm, an den Cyberfox, an den Herrn Baumgartner, an den Ferstl, an den Flip, an den Halmi, an den Longleg-Schul, an das Sumselglück, an den Lucky Firehunter Bierman und überhaupt sowieso. So, hab ich jetzt da. Herr Liefler! Nix, Mario, der 74 Monate, ich glaube, dass du ein wenig, glaube ich, hängst du ein wenig. Hängen Sie ein wenig. Bin mir nicht sicher. So ungewohnt, obwohl es eigentlich jetzt schon eine Zeit länger hell ist, ist es so dermaßen ungewohnt, wenn man mich anfangen, es ist einfach wirklich taghell draußen. Aber scheiß wieder, Blut, Huren, Drecknagel, Ognagel, der Widerscheitel. Knillwusler! Cheech und Chong Simulator. Eine ins Weed! Knillwusler, mehr sind die. Nein! Wir können's halt. Zwinkern das Smiley Sauropode und Hashtag Leerzeichen 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 Leerzeichen. Ich hab schon gesagt, ich fürchte, ich muss die Vorleserei auf 10 Euro erhöhen. Dann ist vielleicht einigermaßen aushaltbar. Timmy Boy, merci dir, Schluss jetzt. Der Sprenge schreibt, ich hätte heute Leerzeichen schon längst auf Blacklist. Ja, dann kommt er mit Behindertzeichen. Und morgen kommt er dann mit Schwerbehindertzeichen und dann komplett Behindertzeichen und dann aus dem Lebensfähigezeichen und dann lebt man da am Arsch. Herr Löffler, manchmal. Merci für dein Zwickel. Like nicht vergessen, Buben und Mädels. Das ist, was der Fanta Fisch sagt, ja, bevor es überhaupt losgegangen ist. Meine Damen und Herren, get ready for fucking... Habe ich schon irgendwelche Steam-Friend-Invites gekriegt? Hat wieder irgendjemand nicht mitgelesen? Natürlich hat mindestens einer nicht mitgelesen. So. Fast down! Was ist denn mit dir jetzt mal? Die Rettung für heute, der Tag war richtig beschissen. Jetzt kann's nur besser werden auf... Das heißt, ich muss mich ja nicht wirklich anstrengen. Herr Fast-Down, Kuss auf die Nuss, das ist maßlos zu viel, aber das glaube ich, sage ich da jeden zweiten Tag. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Schluss damit. Da, wo waren wir? Servus und Grüße aus dem Schwabenländle. Schwabenländle? Ein wenig Schwabenländle? Ich kann leider keinen fränkischen Dialekt. Kann ich nicht. Das ist schon Schwabenländle. Ich kenne nicht das. Ja, bitte überfordern Sie meine KI-Stimme nicht. Ich war maßlos überfordert mit Merci dir. Mario! Servus und Basi, grüß aus Österreich! Wo denn sonst der? Wo denn aber auch sonst der? Grüß an unsere Lieblingszeichen, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Bin auch schon wieder 100... Ja. Ferstl! Oh, ich hab falsch getrötet. Du kriegst die Endtröte. Pass auf. Kuss auf die Nuss, Herr Ferstl. Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich Ihre Ferstl. Da, der Bernie macht's von selber, der Dominik macht's von selber, der Maxi macht's von selber. Oh, der Riese Mike, geil, die üblichen Verdächtigen. Der Rest ist wieder da und schläft auf der Tastatur oder was weiß ich, was die treiben. Was die treiben, wer ist denn jetzt überhaupt dran? Wolfrick. Das sind halt wirklich schon wieder 40 Monate. Bierzeichen. Gott sei Dank lest er die Scheiße nicht vor. Gott sei Dank werden Resubs nicht vorgelesen. Ja, Wolfrick, merci dir. Cyberfox, merci für deinen Fünfer. Frage, wenn YouTube dir nichts auszahlt, macht YouTube ja mehr Umsatz. Macht YouTube dann Geld mit... Das... Waschel! Was ist denn heute? Da gibt's halt schon wieder Mitgliedschaften umsonst, oder was? Was denn?
Ebenfalls, welcome to the squad, Kuss auf die Nuss, danke dir. Ich glaube, ich bald mal wieder Zeit, einen Vorstand anzurufen. Sollen wir mal probieren, ob der Vorstand ohne geht? Wir probieren es. Achtung. Probieren wir es. Wenn nichts passiert. Mal schauen, ob der Vorstand da ist. Vorstand! Dummerweise habe ich es nicht als Vorstand eingestellt, aber schauen wir mal, ob es der Vorstand da ist. So, Vorstand, Achtung, und. Ruhe jetzt! Den Vorstand anruf! Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Raute like but nö SMA Schien, Marsch de Dash. Psst. Hashtag Schmiedbauer Money, Raute F, leer, voll, Volö Feuerzusammenstoß, Feuerwerkskörper, Lautsprecher, mit hoher Lautstärke. Sprechpartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ich lieg jetzt gleich dein Facebook-Profil und deine E-Mail-Adresse, damit Leute direkte Beschwerden an die schicken können. So sieht's nämlich aus. Ja, was zahlt denn in dem Vorstand? Was jetzt ihr da eigentlich? Ich versuche zu telefonieren, ich werf's einfach mit Geld weiter. Wo haben wir einen Stehen? Weiß ich nicht. Wo waren wir? Beim Warstehen waren wir, glaube ich. Herr Crash Moonfire Messer wird 12 Monate. Downlimit 57 Monate. Absolut gestörte Scheiße. Servus Meister. Bubertsmeister. Grüß aus Spanien. Da hat Deutsch wieder im Urlaub. Ihr Kruzifixen, ihr Kreisligen. Zusammenkommen, Mike! Wo Buberts? Das ist wirklich eine gute Frage. Wirklich eine gute Frage. Das müsstet ihr mir wirklich mal ernsthaft auf To-Do-Listen schreiben. Aber weißt du, was ich befürchte? Wenn ich als Vollbier-Squad-Logo zum Buberts-Squad mache, Das wird nett als vorgelesen. Na warte. Lachender Smiley, Hashtag Bierzeichen, Hashtag Bierzeichen, Hashtag Bierzeichen, Hashtag Bierzeichen, Hashtag Bierzeichen, Hashtag Bierzeichen, Hashtag Bierzeichen. Hör auf! Ruhe jetzt! Eins nach dem anderen, so jetzt mal so Wort. Wo waren wir? Nochmal. Wenn ich da mit dem Buberts-Squad-Logo daherkomme, glaube ich, kommt das Spreadshirt-Sepp und sagt, nope. Ich verwehren mir nämlich auch schon das Vollbier-Squad-Logo, weil es Alkohol verherrlicht. So ein bisschen. In meinem Job ist es okay. Wir können es probieren. Wir sollen es probieren. Na, schauen wir mal. So, jetzt. Nein, Flo! Haben wir schon beim 18. Mal. Haben wir nicht schon beim 19. Mal? Bin unschlüssig. Da verlose ich mich auf die. Du zeigst schon mit. Merci dir! Franz, merci wieder ein Fünfer. Kuss auf die Nuss. Fridolin, merci wieder ein Euro. Vorstream-Donos werden nicht leicht ignoriert. Wo? Wo war der Vorstream-Dono? Oh! So, wir haben. Ich hau euch einen Nocken Nosch. Was war denn da wieder? Wer ist da? Was weißt du, was das hier? Da stehen eine Klarnamen drin, ihr Affen. Was das hier einen normalen Namen vorlässt da herin? Die Psuffe. Außer jemand ist so zusammengestrahlt und nennt sie auf YouTube halt wirklich, wie er heißt. Das ist aber ein bisschen weird. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich sagen soll. Fridolin, merci dir, und falls da ein Vordono da war, ebenfalls merci. So, Timmy Boy, merci wieder 1 Euro, Tom Black, merci wieder 1 Euro, Hanuta, merci für 56 Monate, 26 Monate, Philipp der Vlogger, merci wieder im 5er, Copy this, was? Wolfric, merci dir, aber nicht merci dir, Flo, merci dir, Blacklist, merci dir, Nisse, merci für 3 Monate, Teubach, Open Air für 7 Euro, nie verpassen. Nisse, das, ohne Schmarrn. Echt? Bin ich da gerade als Werbefläche missbraucht worden? Jetzt, wenn nur irgendein Mensch da herin wissen darf, wo Teubach ist oder Teubach oder sonst irgendwas. Have a great time. Das wissen sie mit sie. Weil, ich sag dir jetzt was. Nissi, ich sag dir jetzt was. Wie oft, dass ich schon da gesessen bin und hab von irgendwas verzeiht. 2 Minuten lang. 2 Minuten lang. Nicht länger und nicht kürzer. Hab irgendwas erklärt. Nach 2 Minuten kommt der Erste. Ja, aber... Was? Jetzt meinst du, die wissen das bis zum 7. und 10. August noch? Das wenn's da herin post am 7. Mittag. Kämen genauso viel, als wenn es nicht postet. Was ist das? Franz, merci dir, Schluss, sei mal Sepp, merci, Herr Schulz, merci für den Zwickel, so, Schluss jetzt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen heute, ich mache jetzt noch mit der Lötzans aus. Wir spielen heute eine weitere Runde Schedule 1. Unser Imperium, Buberts Inquarium, ja genau, muss wachsen. Was ich waren die Leute jetzt so schlau und haben ihnen die Freundschaftsanfragen zurückgeschickt? Nein, haben sie nicht. Da, also, ich hab's vorher schon in den Chat reingeschrieben, wer mir vorher schon Freundschaftsanfragen schickt, selber schuld. Selber schuld. Wir spielen heute Community Zock.
Es gibt in Schedule 1 leider Gottes keine offene Lobby nicht. Darum muss ich euch inviten. Dazu brauche ich euch aber in der Friendlist. Das bedeutet, wenn jetzt Leute schlau genug waren, die schon in meiner Freundeslisten sind, aber mitspielen wollten, dann hätten sie mich unfrienden sollen. Sie kennen das jetzt noch da, währenddessen ich schmerz. Aber nicht sehr aufpassen, was ich jetzt gerade erkläre, in 14 Sekunden haben sie es vergessen. Ihr schickt mir jetzt in Steam eine Freundesanfrage. Und die ersten 4, die ich annehme, lade ich auch ins Spiel ein. Braucht einer da zu lang zum Beitreten, länger wie eine Minute, jetzt schon los. Snooze Benny, erster. Wolf Dragon. Ich kann nicht einmal sagen, wie ich auf Steam heiße oder wie. Erdnussbrot. Einen Platz haben wir noch. Na? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man mich auf Steam überhaupt findet, aber ich hoffe einfach durch Bier. Ja, habe ich aber schon mit mehreren Freundesanfragen gesehen. Was ist denn da los? Ist schon seit 6 Jahren offen. Das habe ich mir schon gedacht, weil deine war wirklich nach 3 Sekunden, wo ich es jetzt gesagt habe, war die da. Wir werden doch jetzt bei mehreren Friend-Invites da zusammenkriegen als 3. Da bin ich aber dann, ja, geh ich heim. So, wie es ist. Lindsay! Aber der Rieber ist fucking schön ein Bubert-Stream. Heikelberger, lass das schmecken, Kuss auf die Nuss. Und die 4 waren danach wieder gelöscht. Natürlich werden die wieder gelöscht. Man soll sich mit den ganzen Tag voll labern lassen von irgendwelchen Kasperl oder was. Sagen wir es, wie es ist. Oh, wir haben schon alle gesagt, wie es ist. Ich starte jetzt einmal das Spiel, die anderen 4. Oh, da ist der letzte jetzt bei. Oh, jetzt sind sie auf einmal schlagartig viel mehr geworden. Wen haben wir da? Es fängt zu pumpen da, aber es funktioniert dann nicht. Da, wir haben alle 4. Schluss damit. Jetzt hat es auf einmal was weiß ich für einer gespart. Wie viel waren die? Einer sagt ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, eins nach dem anderen. Jetzt machen wir diesen mal zu da, diesen machen wir zu, diesen machen wir zu, ganz langsam. Kinder, ganz langsam. Jetzt machen wir erst einmal diesen hier. Mit diesen hier Schluss jetzt mit umeinander donaten. Da ist noch der Eurotruck Simulator drin, den wir ganz schnell, furchtbar schnell wieder raus. So, wir waren jetzt die ersten 4. Das war der Wolf Dragon. Wolf Dragon. Annehmen. Und ich lade jetzt ein Stickerl für Stickerl einen nach dem anderen ein. Wolf Dragon Online. So, wer nach einer Minute da nicht herin ist, kommt der nächste. Schrö, merci für 51 Monate. So, der Snooze Benny war eigentlich der erste. Ist schon herin. Snooze Benny. So, dann haben wir ein Nein, das Erdnussbrot war es dann. Geht das nicht von oben nach unten? Was ist das für eine Behinderung? Erdnussbrot, eingeladen. Oh shit, da hab ich jetzt einen Käse erzählt. Oh, ich kann ja bloß 3 Leute einladen. Herr Wolfrick, Sie waren um eine Freundesanfrage zu spät. Freundesanfrage, tippt ein Euro, bitte nimm mich. This is not how it works. This is not how it works. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die waren sehr schnell da. Und die anderen, warte mal. Die anderen noch. Okay, das werden immer mehr. Okay, lass was bleiben. Tschüss. Machen wir die Musik leiser. Ich verstehe überhaupt nichts. Settings, Audio, Master Volume. Und mal so, ja, das ist gut. Ich muss mich ein wenig unterhalten. Jetzt pass auf. Wolfrick, du warst am Ohren schlecht. Nein! Dann nächstes Mal. Wenn das heute lustig ist und Spaß macht, dann spielen wir nächste Woche selbstverständlich nochmal eine Runde. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Da schaut's lieber mir einen Bubertsfranz so. Von hinten, merci dir. Habe ich irgendjemand über sagen, hey, jetzt bin ich auch da, habe drüber zurück, schreibe, merci für 51 Monate, Mario, merci für den Zwiebel, Kuss auf die Nuss, Löwenzepp, Ilpain, die habe ich komplette Freundschaftsanfrage ist raus. Hey, Ilpain ist... Ich weiß ja nicht, ob es in Steam da auch so heißt, was soll ich sagen? Nochmal Ilpain, merci für 16 Monate. 16 Monate geilste Unterhaltung, hoffe auf ein neues Hollygay-Video. Wir haben uns noch nicht drüber unterhalten. Also wir haben uns letztes Jahr schon drüber unterhalten, sowas noch mit zu machen, aber woanders, aber da reden wir anders zu mir. Der Sky, ich nenne die jetzt einfach Sky. Du kannst übrigens die Wheatpflanzen auch mit A und D drehen, um die leichter schneiden zu können. Das habe ich auch nicht gewusst, was wir mir alles lernen. So, jetzt muss mir erst einmal irgendjemand sagen, wir kommen mir, ich tue jetzt da mal Continue und ich hoffe, dass die Lobby einfach mitkommt. Rein ins Gepimmel. So, meine Damen und Herren, ich habe weder irgendwas ausdenkt, wer was tut, noch irgendwas. Ich stelle mich einfach hin, auf und tu gar nichts. Haben die anderen jetzt da einfach mit dabei, oder was? Hallo? Liegt da oben so goldene Dinge? Liegt da irgendwo Spiele? Ah, da ist jemand. Nein, das ist der Benji. Waren jetzt da meine Leute? Where are my people?
Hallo? Lobby? Ich hab eine Lobby jetzt. Wo sind die? Hallo? Wenn's ihr jetzt so NPC spielt und euch vorher abgeschmerzt habt, dann scheiße her, das ist ja klar. Das ist schon klar. Waffentrage! Bürger, kurz, weil es mich interessiert, was sagst du der Last of Us Season 2? Ansonsten Chris auf einen guten Stream. Ich bin jetzt bei Folge 3. Ich glaube, es gibt da bloß 3. Heute gibt die 4. Bis jetzt ist es gut gemacht. Ich finde bloß allgemein die Schauspielerwahl ein bisschen scheiße. Also der Abby ist ein totales Grischball. Die kann nicht einmal einen Schruffeln gerade aushalten. Und die Schauspielerin von der Ellie finde ich eigentlich schon in der ersten Staffel nicht geil, aber ansonsten ist alles ganz gut. Wo haben alle? Into, Alter. Die sind drin, müssen nur noch kurz den Anfang nochmal spielen. Was? Was ist das für Scheiß? Ja gut, ich meine, das ist Early Access Indie-Game, was erwarten wir? Ja gut, da ist einer! Da rennt einer mit Zahn! Sus Penny! Wieso schaust du so normal aus? Grüß Gott! Grüß Gott! Jawohl! So, der erste ist da. Wo sehe ich die auf der Karte irgendwo? Ja, da kommt der zweite, da kommt das Erdnussbrot! Ja, schon fleißig im NX Alpha-Test drin sitzt. Das Snooze Penny übrigens auch, der Wolf Dragon nicht. Wieso nicht? My people! Hier bin ich doch! Kuss auf die Nuss, merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonator rein, es gibt eine Umdrehung. Ja, die zwei hätten tauscht gehört. Wer hätte tauscht gehört? Sollen sie mal alle in einer Reihe aufstellen? Rollkommando. Wir haben uns nicht mehr alle auf einer Reihe aufgestellt. Das Erdnussbrot schaut aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Da, hier, prall wie ein Ballon. Untenrum, obenrum, 3 Tage Bad, easy going. Wer ist jetzt er da unten? Warte mal. Wieso schauen da schon wieder zwei Leute gleich? Nein, er schaut auch ein bisschen. Wolf Dragon schaut auch ein bisschen. Haben wir mir oh, Wolf Dragon, bist du Depp oder darf man ein Mädel auch mitspielen? Wir haben noch nie ein Mädel mitspielen lassen. Müssen wir das nächste Mal auf die Frauenquote ein bisschen achten. Ja, also ihr habt nämlich an einen Stream nebenbei off, also wird's schon passen. Ich darf jetzt einfach mal sagen, ein Snooze Penny verdonnert mir jetzt erst einmal zum Dreck zusammenglauben. Denkst du den Müllhaufen da hinten? Machen wir ja Geld draus. Das ist die erste Aufgabe. Nein, das wird unser das ist unser wichtiger Müllhaufen. Das der wir natürlich nicht, das war natürlich ein Kampf. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir das jetzt managen. Ich bin total, kennt's ihr? Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wie es überhaupt funktioniert. Das passt mir hoch. Wir können natürlich auch eine Runden Basketball spielen. Das können wir auch machen. Mit Geschissen aufs Geld. Haben wir genug. Jeet! So. Los geht's. Wer trifft, kriegt. Da hat schon wieder irgendjemand beim Baseballschläger dahinter. Können wir uns gegenseitig vermöbeln? Ich muss kurz probieren. Ja, leider nicht. Schade. Warte mal. Wieso gibt's bloß 3 Bälle? Warte. Jeet! Na, dann feit's mich weit. Ja, komm jetzt, lass uns verkaufen. Los geht's. So, wichtig ist, also ich hoffe, ihr habt's auf alle. Was hab ich noch erwartet in so einer Art von Spiel? So, wir haben oh Scheiße, ich weiß überhaupt nicht, was wir mir überhaupt an Drugs haben. Kann ich. Krieg den Scheißball jetzt weg! Bist du Deckel oder doof? Oder? Wir werden sehen. So, jetzt pass mir obacht. Was der wir mir nachher ernannt? Ich rahm jetzt erst einmal das Klump da. In. Mir brauchen wir. Kennt ihr. Die erste Frage ist jetzt einmal folgende. Eins nach dem anderen. Kennt ihr genauso aufs Handy zugreifen wie ich auch? Kennt ihr alles, was ich auch kann? Oder hat es irgendwie eingeschränkt, weil ihr halt in meiner Lobby hier drin seid? Das ist immer das Erste. Wir brauchen erstmal Material, da hat der Riese Mike absolut recht. Kennt ihr kennt so, oh, das sagt man sogar, wenn ihr aufs Handy schaut. Ja, passt. Dann ist jetzt die Frage, wir haben jetzt da 3, oh shit, 4-mal Green Crack, 2-mal Green Crack. Wir machen jetzt Folgendes. Ich schmatze jetzt einfach und schauen wir mal, was passiert. Erdnussbrot. Wir brauchen Samen. Bestelle uns Samen. Wir konzentrieren uns auf, lass mich schauen, nicht Green Crack, sondern Granddaddy Purple. Ah, oh, beides. Nimm mal Green Crack und Granddaddy Purple. Kauf so viel wie du kannst, so schnell du kannst. Los geht's. Wenn du Kohle brauchst zum ATM, geh abheben. Passt schon so. So, dann brauchen wir einen Dealer. Wer ist der Dealer? Ich lege jetzt da mal ganz groß ein, das ich hab. Mehr habe ich nicht, nur das kann ich mir behalten. Das ist Green Crack, ich hab unendlich viel Green Crack. Wen machen wir zum Dealer? Snooze Penny, du bist der Dealer.
Servus, Benny, du bist der Dealer. Bagel mal das ganze Gras ein. Nicht das. Der ganze Müll, der kommt da oben. Der kommt einfach da raus. Servus, Benny, du bist der Dealer. Du kreist jetzt da aus dem... Schmerzt die Nippe. Der Snooze Benny hat kein Inventar. Was? Haben wir mir da herin sowas wie ein Chat? Eigentlich? Ingame-Chat haben wir auch nicht. Ja, aber... Ja, wie soll man das dann spielen, wenn du kein Inventar nicht hast? Wolfdragon, hast du ein Inventar? Nick einmal in-game. Ob man das sagt so. Das ist schon klar. Denkt man das? Nickt einmal irgendjemand. Ich hab mich nicht so, als darf man das sehen. Ja, genau. Weißt du was? Ducken heißt nein, springen heißt ja. Okay? Super, spitze. Habt ihr beide kein Inventar? Sonst bin ich ein bisschen nicken, sagt man, aber nicht viel. Habt ihr beide kein Inventar? Ja, nein, was jetzt? Alle, die ein Inventar haben, springen. Ja, aber was soll's ihr dann darin, wenn ihr kein Inventar habt? Was sind wir so, hä? Stream, der Erdnussbrot schreibt, Stream ist ein bisschen verzögert, hab Inventar. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was der wir dann mit euch zwei? Was ist das für Bullshit? Was der? Hä? What? Okay, reconnect's einmal. Der Erdnussbrot hat nämlich ein Inventar. Ja, sonst ich lotte dann schon noch mehr ein. Das vergessen wir nicht. Wolfdragon. Da, er kann es an! Da! Nein, du kannst da drin bloß umsortieren, nehme ich an. Ah, die haben die gleichen 8 Slots wie du auch. Ist das dumm, geil? Ja, es ist schon wieder absolutes Chaos. Aber das hilft jetzt nicht. Da müssen wir durch. Wolfdragon, reconnect du auch. Ich lotte die wieder ein. Versprochen. Wollen wir aussehen? Und start das Spiel am besten ganz neu, weil das schaut mir, du kannst ja nichts machen, wenn du kein Inventar hast. Ein totaler Krampf. Snooze Benny hat gerade wieder das Spiel beigetreten, machen wir so, hat schon wieder einen Inf gekriegt. Wolfdragon, ich lade dich wieder ein, versprochen. Snusler, ich hab die Eigelung. ich kann da ja und nein sagen, jetzt ist das Zeug weg. Warum ist jetzt das Zeug weg? So, soll heißen, der Wolfdragon hat ein Inventar. Okay, passt. Snooze Benny, wie schaut's bei dir aus? Hast du auch ein Inventar? Wunderbar. So, Wolfdragon, wir sind wir da herin. Und bauen wir das Zeug. So, Snooze Benny, du gehst los und verkaufst den Shit. Da haben wir 5 Sachen wann du dir das setzt, ist mir vollkommen wurscht. Und du sagst uns, was du brauchst. Das ist halt ein bisschen dumm, dass wir keinen Ingame-Chat nicht einmal haben. Das ist echt ein bisschen... Das ist einfach ein bisschen dumm. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt müssen wir mal mit das da raus. Wir haben da noch Green Crack. Ja, wir müssen Green Crack anbauen. Sonst bin ich regelt das. Ich schaue meine Nachrichten schon gar nicht mehr an. So schaut's aus. Wo ist denn der andere mit die Samen? Wo ist denn der eigentlich? Und ist scheiße gefunden. Weiß ich nicht so 100%. Warte mal, schauen wir mal auf die Map, wo wir... da hinten läuft umeinander. Erdnussbrot. Erdnussbrot, wie schaut's aus mit Samen? Haben wir schon Samen. Haben wir mehr Erden? Haben wir auch nicht. Wolfdragon, weißt du, was du jetzt tust? Du gehst schnell ins Geschäft, kaufst einmal grundlegende Sachen. Tütal, Erde, am besten die beste, damit wir nicht 100 Mal laufen müssen. Und was brauchen wir noch? Ich glaube nichts dabei. Vielleicht schaffst du das noch. Schau mir, ob er noch auffährt. Ansonsten, wenn alles erledigt ist, stell mich hier da einer und warte auf euch. Das Snooze Benny schaut ins Handy rein, das ist wie in echt. Discord-Chat. Discord und wir sind mute. Das hilft mir auch nichts. Ich brauche ja eine Antwort. Generell habe ich da kein Problem damit. Vor allem bei dir weiß ich es, wir haben schon einmal zusammengespielt. Aber Discord ist immer sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Dieses Risiko gehe ich nicht ein. Denkst dran, ihr müsst dann alle zusammen ins Bett gehen, um den Tag zu beenden. Herr Glatzo, das kriegen wir hin. Ja, aber ich kann da sagen, was ich brauche. Weißt du, was wir denn? Schickt der anderen Typen weg und bleibt mit der Mieze in der Bude. Also, scheiße, der Winky hat mich durchschaut. Weißt du, was wir machen? Schreib's im Discord-Chat. Schreibt's einfach im Discord-Chat. Muss ich einfach da dabei mein Ding... Warte, den der mal einfach da oben. Da oben. Einfach im Gaming schmeißen und gut ist. So.
Wenn jetzt alle da haben. Schaut nicht gut aus. Schaut nicht gut aus. Was tut das Nussbein da draußen? Wir müssen schlafen. Soll es nicht umeinander dealen? Wo ist der andere? Ah ja. Wir halten noch schnell die Samen. Die pflanzen wir mir heute noch ein, damit die bis morgen ein wenig wachsen. Erdnussbrot, du schaffst es! Wir können seine Verfolgungsjagd können wir da anschauen. Schaut schon so aus, als da von die Bullen abhauen, so ein bisschen. Mr. Alpine, Schluss jetzt! Kuss auf die Nuss, merci dir. Wolfric, dir ist bewusst, dass du den Shit auch selbst rauchen kannst, oder? Ja, natürlich. My people, merci dir. So, Schluss jetzt. Ruhe. Talk to the mechanic. Das sind dann meine Aufgaben. Wenn's Business wieder läuft und ich muss mich um nichts kümmern, dann mache ich mit Quest weiter. Ich weiß zwar nicht, wie du durch die Parking Garage da laufst, aber du wirst das schon wissen. So, wir haben euch so genommen. Achtung, der Erdnussbrot ist incoming. Was haben wir da? Also 13 Green Cracked verkaufe ich morgen früh. Passt, bis da. Bini, du kriegst jetzt so viel Nachschub dann, da soll sie bloß noch schäbert. Ist das bloß noch schäbert. Die habe ich keine mehr bekommen. Scheiße. Ja gut, dann der wir die eine, die da ist. Hilft nicht, dann können wir bloß zwei. Dann können wir bloß zwei machen. Hilft nicht. Hilft nicht. Die schütte ich dabei mir rein. Die schütte mich dabei mir rein. So, das ist alles gar nicht so einfach, wenn man da auf einmal Leute hat. Das ist jetzt mal in die Spiele jetzt mal das Gleiche. So, einmal Erde. Haben wir mir Samen gekriegt? Erdnussmann? Falls ja? Ah ja, einfach ins Regal eingeschissen. So, dann nehmen wir jetzt einen Sehen. Und einen Sehen. Bis Mohino und dann gehen wir ins Bett. So. So wacht. Irgendjemand kann dabei einmal einen Trägasse tragen. Immer schön alles auf einen Haufen. Ah, damit da nichts passiert. Und ich trage auch ein bisschen was aus. So, und dann sag ich nämlich Folgendes. Der Erdnussbrot ist es ein bisschen... Oder so ein bisschen nichts zum Tun, gell? Einer dealt, einer baut da herin an, einer verbackelt. Erdnussbrot, dann schaust du ein bisschen aufs Verbackeln und am Snooze-Beni die Sachen zustecken, einfach da ins Regal reinrammen. Der Snooze-Beni dealt und der Wolfdragon kümmert sich um Pflanzen. Ist das jetzt? Macht das Sinn? Nicht so 100%, gell? Nein, das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Nein, das macht nicht so viel Sinn. Nein, das macht keinen Sinn. Snooze-Beni, du bleibst Dealer. Wolfdragon? Wir haben ja keine Aufgabe für 3 Leute! Macht's mir einen Vorschlag, wer was tut. Man kann den Samenmann auch im Voraus bezahlen, dann musst du nicht ständig extra zum Zahlen laufen. Einpacken. Wer nichts zum Tor raucht, stimmt eigentlich. Wenn nichts zum Tor hat, der raucht unser eigenes Gras weg. Hilft nicht. Fertig ins Regal, ernten und bageln und dann nur ein bisschen verkaufen mit mir. Dann machen wir es so. Erdnussbrot, du bist weiterhin zuständig, dass wir mir die ganze Zeit die 2 Arten von Samen kriegen. Ja, wir brauchen mal Produktentwicklung, meine Damen und Herren. Wir brauchen Produktentwicklung! Jetzt bei so was. Wolfdragon. Du bist der Backler in die Tüten, kümmerst dich darum, dass die Erde nicht ausgeht und dass die Tüten nicht ausgängen und verbaggelst und kümmerst dich um Pflanzen. Ah! Snooze-Beni, du vertickst Erdnussbrot, du nimmst dir ein paar von denen Butts, die außerfallen von der Ernte und entwickelst neue Produkte. Und kümmerst dich auch darum, so wacht, dass die unter Products gelistet werden. Kriegen wir das hin? Dann haben nämlich alle was zum Tun. Plus Erdnussbrot-Aufgabe ist Produktentwicklung und Samen kaufen. Oder du stellst einen an, der neue Sorten erfindet. Ja, genau, Herr Flix, das ist der Plan. Passt, einkaufen und einbageln. Das hört sich doch gut an. Es darf die Ware nicht ausgehen. Der Erdnussbrot ist Produktentwicklung und was wir anbieten und das Snooze-Beni beschwert sich, wenn er nicht das kriegt, was er haben will. Und ich stehe einfach nur da und beobachte euch. Und kommentiere das Ganze. So schaut's aus. Ich habe also wirklich nichts mehr zum tun. Weißt du, was ich tue? Ich tue ab und zu ein bisschen gießen, ja. Ich greie überall ein wenig umeinander. Wie der Chef halt das normal so tut. Hab keine Ahnung von nichts, aber greie ein wenig umeinander. Was wollen wir jetzt denn? Jetzt gehen wir heute hin. Bis morgen. Los geht's. Pflanzen, Mixing, Einbackeln.
Ich finde Pflanzen und Eibageln, das geht in einem, weil da die Pflanzen, das steht, ich hab Eipflanzen, dann stehst du eine Viertelstunde davor und schaust um. Ja, easy, kriegen wir schon. So, Dealer Earnings. Ich kümmere mich, stimmt, ich habe nur eine Aufgabe, ich kümmere mich um unseren Dealer. Also nicht um unseren Dealer, nicht um den Bene, sondern um den NPC-Dealer. Hacking Station MK2. Oh, haben wir irgendwas gekriegt, jetzt haben wir der Hodlerlump Nummer 5 schon hin. Tu dir volles Glasl ins Regal. Ja, ich gebe alles ab. Wir haben da noch Dingserin, Dieserin. Ich kümmere mich so ein bisschen um die Einrichtungen da herin. Was ist modern? Fertiges Gras kommt in das kleine Regal da rein. Ich nehme das da noch mit, ja, einen Müllpicker und einen Baseballschläger. Dann kriegt irgendjemand braucht noch, also wacht, du kriegst von mir noch, Gießkamm brauchen wir eigentlich, ja, die tue ich da rein. Schneidewerkzeug, Baseballschläger, das ist mein wieder. Ich gehe aus hier und verklopp Bullen. Ansonsten, wenn irgendjemand irgendwas braucht oder sonst irgendwas, einfach in den Chat reinschreiben. Ich hoffe, ich denke doch, dass ich nach links schaue, das bin ich nicht gewohnt. Und machst deine Quest, das ist richtig, die machen wir mir. Und dann schaue ich mir nach, wie viel das wir am Tag gewonnen haben. Jetzt gehen wir erstmal zum Benji, zu unserem Dieb, was ist denn da los? So, jetzt gehen wir erstmal zum Benji und schauen wir, was unser Dealer so treibt. Snooze-Bene, ich schaff dann dir. Da können wir mir abskaten, gell? Nehmen wir mal ein fettes Skateboard am Pimmel vorbei. So, wunderbar. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn, haben wir schon dabei. Das Einzige, was mir jetzt ein bisschen stört, ist, man sagt von euch nicht recht viel. Das ist natürlich ein Blödsinn. Wo ist denn der Benji gleich wieder? Da ist er drin, glaube ich. Gell? Benji! I need to trade some items, I need to collect earnings. Da, hier, 1894. Easy going. Wie schaut denn unser Dealer aus? Der Dealer hat nur 43 mal Green Crack, Alter. Da fällt ja überhaupt nichts. Cut, 20%, das ist in Ordnung. Das Nussbini nimmt gar nichts. So, schau, jetzt lang gewinnst du jetzt da was verkaufst. So. Snooze-Bene, du kannst mir einen Gefallen tun und aus der Handy-App dann die ganzen Nachrichten auslöschen, die quasi schon bearbeitet sind, damit wir uns da einigermaßen auskennen. Weißt du, was es ist? So, jetzt probieren wir mal schnell was. Warte mal, kann ich das da umziehen? Ja, machen wir mal so. Pickup. Dann. Kann man das da so rein, und kriege ich dann da was dafür? Wow, satte $2, ja, das hat sich fett rentiert. So, jetzt schauen wir mal eine Zeile, was wir mir da tun müssen. Talk to the real estate agent. Hoppala, tut sie fix. Talk to the real estate. Wir haben eine Door-Quest und Door-Quest. Ich weiß zwar nicht mehr genau, warum wir mit denen schmerzen müssen, von letzter Woche, aber das kriegen wir schon. Schauen wir mal, was da passiert. Wir machen Quests weiter, wenn wir wieder die fetten XP kriegen. Da ist der Slop-Shop, was auch immer der Slop-Shop ist, aber mal schauen, wo ich überhaupt bin. Oh, wo bin ich da überhaupt? Die nächste rechts und dann rechts. Das schaut ein bisschen aus wie eine Kirche. Oh gut, das kriegt man. Hast du nicht eine neue Bude-Makler freigeschaltet? Zu viert ist gleich umgezogen. Das ist absolut richtig. Ich glaube, dass das nämlich auch der Real Estate Agent ist. Seit wann fahren da Autos? Haben wir mir jemals schon ein Auto fahren sehen? Ich habe noch kein Auto fahren sehen, glaube ich. Ich habe noch kein Auto nicht fahren sehen. So, müssen wir mit da rein. Oder? Was gibt's da? Deal expiring soon. Deal for Joyce. Nussbene. Alle unsere Kunden werden bedient. Ach, die Bullen sind spitz. Das ist wie in echt. Vor allem in Bayern. So, was haben wir noch? I like to purchase something. Can I interest you in a free sample? Ich hab kein free sample. Oh, Bene, du müsstest mir irgendwann einmal, ich weiß nicht, so 5 Green Cracks bringen, damit ich ein paar Leute suchen kann. Was ist das schon? Ne, wir müssen zum Mechaniker und nicht zu ihrer da. Wo ist denn der Mechaniker? Direkt an der Tankstelle, aber schon hin. Der schaut gut aus. Schaut ein bisschen aus wie der Mario. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht eine Anspielung ist. Howdy, I'm Marco. If you're looking for a fresh paint job or need your car towed, I'm the fella for the job. Man kann Autos kaufen? Nicht einige? Man kann Autos kaufen? Stimmt, wir haben ja ganz am Anfang mit dem Auto auch Bruder! Ich mag den Truck da hinten. Ja, aber du musst was Unauffälliges kaufen. Das lernt man in American Gangster. Ah, du darfst ja nicht mit dem Viecherbait umeinander. Ist das, wo ist denn da der Eingang in der scheiß Großbude? Sacker nochmal. Jetzt haben wir beieinander. So, der Car Dealer, das ist der Jeremy. Jetzt bin ich wieder. Oh! Schau her. Kannst du. Wir können nicht hin und her dealen, gell? Kannst du das Zeug zufällig am Boden schmeißen? Kann man Sachen droppen? Geht nicht? Ja gut, dann das machen wir, wenn wir schlafen.
Dann legst du mir ein bisschen was ins Regal rein und dann ist gut. Ich kann aber auch nicht interagieren mit dir, gell? Und geht nicht. Nein, haut nicht hin. Ja gut, dann weiter Deal. Dann fix du Leido. Hast was zum tun. Jeremy Clarkson. Ist das nicht diese Autosendung da? Geht zur Tanke, da sind Paletten. Was soll ich mit Paletten? Das Einzige, was sich rentiert, ist der Van, weil der am meisten Kofferraum hat. Ach, die haben wir noch. Was ist denn das Ding? 15k, da haben wir eh noch lang hin. Ja gut, so, Jeremy. Welcome to Highland Auto. What can I do for you? I'd like to purchase a vehicle. Fantastic. Which model you're interested in? Für 5000 gibt es das erste und für 40 das letzte. New Customer unlocked. Mac. Good job, Mr. Snooze. So, ich bin gespannt, was die Produktentwicklung macht, wenn ich daheim bin. Aber das Einzige, was mich jetzt eigentlich interessiert, ist der Real Estate. Wo ist denn der Real Estate, Sepp? Wo bin ich? 4 rechts da oben. Ungefähr in die Richtung. Ja, kriegen wir schon. Upskaten. Ja. Bin ich wie nicht am Randstuhl hängen geblieben. Da müssen wir mal. Mr. Real Estate. Verkauf mir irgendeine gute Bude. Hoffe ich zumindest. Opening. Was haben wir da? Wer bist denn du? Hey, Jennifer. Mag ich mir Kaffee trinken? Der Gute. Doris! Unlocked. Talk to Herbert. Herbert, good day. What might I be able to do for you? I'd like to purchase something. Uptown region must be unlocked. Soweit haben wir noch nicht. Was ist denn das alles? Chaton. Was haben wir da? Extremely rare Chaton La Pipi. 1969. Nice. Cabernet, keine Ahnung, Sauvignon, kann ich nicht aussprechen. Der Keith. Alter, Benny, du hast mehr Kundschaft zugezogen wie ich in den letzten 3 Streams. Der Dark Trooper schreibt Birger Breaking Bad, nice. Ja, fast. Ich bin mehr so der, wir kann man sich selber gleich wieder anschauen. Auf Y habe ich eigentlich gemeint. V? V. Da, ich bin mehr so der Bubatz Franz mit den Gackerl auf die Tipf. So. Herbert, good day, what I might be able to do, I'd like to purchase something. Aber, goldene Kloschüssel für $5000. Aber ja, warum nicht? Eine Langzeitmotivation. Oh, Silberketten, Goldketten, ein Safe, Golduhren und so ein Scheiß. Geil, mag ich alles haben. Mag ich alles haben. Aber die Frage ist das der Real Estate Sepp? Das ist ja er da herinnen. Aber was nicht alles gibt? The Ray? Hey there, what can I do for you? I'd like to purchase a property. I'd like to purchase a business. Great idea. Which businesses are you interested in? The laundromat, the post office, the car wash, the taco ticklers. Also Moment mal, man kann das Geld waschen, oder? Verstehe ich das richtig? Wretched Hive of Scum and Villainy. Talk to the merchant, to the arms dealer und to the fixer? Was zum Fick? Okay, das Spiel geht definitiv... Ob Sweetburschen wollen mir Granddaddy auch anbieten. Ja, sobald wir Granddaddy verbaggelt haben, dann bieten wir das selbstverständlich auch an. Klar, das ist ja klar. Birger, ja, damit wäschst du dein Geld. Richtig zum Geld waschen. Aber was passiert denn, wenn ich mein Geld nicht wasche? Habe ich dann da unten rechts unten einen zusätzlichen Slot? Was passiert denn, wenn ich auf 9 drücke? Da kann ich einfach mit dem Geld umeinander werfen, oder was? Warte mal. Nein. Habe ich dann einen zusätzlichen Slot mit dem gewaschenen Geld? Oder? Ja, das kriegen wir schon. Jetzt schauen wir uns mal Property so. That's great to hear. Which property are you interested in? The Bungalow, the Barn, the Docks. Ja, da werden wir uns das Bungalow einmal kaufen, oder? Für 6.000. Aber wir haben noch nicht 6.000. Da müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen. Zweimal Granddaddy Purple behind Taco Ticklers. Ja, das hört sich gut an. Ich schaue mir dabei noch ein Resto. Ich werde das schon mal. Also wir brauchen 6.000. Dann ziehen wir um. 6.000, meine Damen und Herren. Die müssen heute drin sein. So, wieder freiwillig, wie es ist. Da rennen Bullen schon wieder umeinander, aber die kennen wir nichts, weil ich nichts dabei habe. Was haben wir da? Der Fixer, der Armstealer, das ist eigentlich alles da. Da haben wir nochmal einen zusätzlichen... Naja, das kriegen wir schon. Also wenn, dann nimm die Autowäsche, das passt zur Serie zum Thema Geldwasch. Das ist absolut richtig. Das haben sie in Breaking Bad haben sie das auch so gemacht. Kommen wir jetzt mit da oben, schauen wir uns die nächste Quest-Geschichte an. Warte mal. Müsste da irgendwo drin sein. Dann, was ist das da? Opening Hours. Was kann ich da tun?
Okay, das ist das Geschäft wahrscheinlich, das ich kaufen kann. Müssen wir noch eins weitergehen, vermutlich. Schauen wir mal. Only open after 6 p.m. Herr Wulfric, Sekunde. 6 p.m. Das macht erst auf die Nacht auf. Nach wie vor muss ich sagen, war es geil, wenn man eine Uhr hätte, verdammt nochmal. Also können wir da erst nach 6 Uhr rein, sage ich das richtig? Ja gut, da müssen wir noch ein wenig warten. Haben wir am Handy eine Uhr? 5 p.m. Ja, passt schon. Passt schon. Gut, dann fahren wir mal heim und schauen wir, was die da treiben. Ja, noch haben sie die ganze Bude schon zerlegt. Ja, mit der Chef mal wieder eine Kontrollfahrt machen. Wo haben wir überhaupt? Können wir keinen Stecker nicht aus. Coleman, dabei sagen wir die bei dir nochmal einen Bumsei. Können wir jeden Cent können wir brauchen. Jeden Cent können wir brauchen. Spar gleich am Bungalow. Der Bungalow ist ja das für 6.000. Oder habe ich mir da gerade verschaut? Keine Earnings. Dollars. Der hat ja bloß noch 5 Mal. Schüssels. Da müssen wir ein bisschen Green Crack bringen. Hab ich schon. Man kann bloß 10k einzahlen, den Rest musst du waschen in der Wohnung. Ach so. Eigentlich kann man es uns schon leisten, gell? Aber ziehen wir den nächsten Tag einmal nicht durch. Samen nicht vergessen! Immer schön Nachschub. Wir brauchen immer schön Nachschub, meine Damen und Herren. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Snoozebeine der ist offensichtlich auf Speed. Die rennen dabei ein wenig zusammen. Ja, ich tue dabei ein wenig zusammenrennen. Ihr könnt den Träger einfach liegen lassen. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Ja, sauber hochgossen. Ja, ich sehe schon. Läuft schon. Dann haben wir noch 2 Batzerinnen. Was haben wir da? Oh, da möchte jemand gleich groß anfangen, so wie ich das sehe. Naja, gut. Da, ist jetzt schon einmal 6. Dass ich in der Queransicht... Ja, jetzt schauen wir mal, dass ich mich... Oh, Säule haben wir auch. Ah, er macht es wieder extra effizient, gell? Ja, sag ich auch nix. Ihr könnt ruhig auch die größeren Erden kaufen, sag ich nix. Kinder. Haben wir da? Schmeißen wir alles schön brav da her. Ja? Das ist unser Müllhaufen. Das ist wichtig. Kann man das auch auf? Ja, nein, kann man nicht. So, wir fahren jetzt nochmal zurück aus und schauen mal, was es in der Quest da so gibt. Faszinierend, dass das nach 4 Stunden... Gut, im Stream komme ich natürlich auch nicht so vorwärts, als da die allein. Aber es ist schon eigentlich sehr interessant, dass sie da auf einmal nochmal so viele Sachen auftun. Jetzt kann ich sehr, sehr, sehr gut oder noch viel besser nachvollziehen, warum da Leute so viele Stunden eine Woche da waren wir auch noch gar nicht herin. Was so, jetzt passen wir auf. Eins nach dem anderen. Da ist der Armstealer. Der Stan. Howdy, buddy. If you're looking for protection, you've come to the right place. What do you sell? Melee weapons, blunt and sharp, and of course firearms. Ammo too. I get more stuff in stock every now and then. Are these weapons legal? Er kriegt immer mehr Zeug und er verkauft halt Nahkampfwaffen und Feuerwaffen. Yeah, more or less. Most of them are probably not completely non-illegal. What you asking? Yeah. Evening partner, what can I do for you? I'm looking for some weaponry. Good idea, my friend. Melee, ranged. Da schauen wir mal. Ranged. Here's a ranged weapons. Let me know. Available at Hustler. Available at Enforcer. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber das werden wir dann schon herausfinden. So. Dann haben wir da noch ein paar mehrere. Schauen wir da mal vorbei. Der Oscar, was verkaufst du so? Cash only? Hello there, you smell nice. Brother! Hey Gott, gib mir mal die... Verbieten, sagen wir mal so. Nix. Just Oscar being friendly. If you need special equipment for supplies, Oscar has what you need. Oh Gott, der redet in der dritten Person von sich. What sort of stuff do you sell? Oscar sells special equipment and supplies. Yeah, okay, thanks. Ja, aber was denn? Was verkaufst du denn Evening there? I'd like to purchase something. Ja, was hast du denn? Hä? This common chemical ingredient in powder form used in matches and meth. Okay, können wir mir jetzt da quasi... Was ist denn das da? Common ingredient used in a chemistry... Oh. Jetzt dürfen wir dann gleich nicht mehr draußen sein. Müssen wir uns dann verpissen. Was hat denn der noch so? Der Soil Purer! Die kaufen wir uns für die neue Bude. Freunde der Sonne, unser Plan steht fest. Die neue Bude muss her, wir brauchen mehr Platz. Wie viel Geld haben wir? 6.000, 7.000. Ja, ich sehe schon.
kauft mir erst die Bude, ziehen wir um und dann kaufe ich den ganzen Bums. Was haben wir da noch? Special Purpose Laboratory Oven for Cooking, Drying Out Substances. General Purpose Chemistry Station used for mixing and cooking. Mixing Station haben wir schon. Packing Station. An upgraded version of the packing station with a rotary packing tool allow for much faster packing of products. Aber das ist ja noch ziemlich teuer, wir brauchen erst eine neue Bude. Hallo, stell dich bitte mal in den Türrahmen und drück ganz oft hüpfen. Dann geh einen Schritt vor. Sabine! Wehe, du trollst mich. Wehe, du trollst mich. Mit irgendjemandem muss ich nur schmerzen. Mit dem da oben wahrscheinlich. Sabine, das machen wir gleich. Wir werden es ausprobieren. Der Igor schaut aber wütend aus. The money. You the new guy in town? Vielleicht? Nett. I'm Money, I'm the local fixer. You looking to hire workers, you talk to me. Was ist denn ein Fixer? Der Reparierer. Ich kann jetzt gerade nicht direkt sinngemäß übersetzen. Was tut der? Hire someone? Depends on what sort of talent you need. Cleaners and packages are pretty cheap. Ach so, bei dem kann man einfach Arbeiter kaufen. Thanks. Evening, hire an employee. I can help you with that. Cleaner, picking up trash, emptying trash can, ein Botaniker, ein Händler und ein Chemiker. Ah, verstehe, wenn man halt Solo spielt. Brauchen wir mich nicht. Aber euch, für was brauche ich Ingame Arbeiter? So, Sabine, ich warne dich. Ach du Scheiße, da haben Bullen. Sabine, ich kann gerade nicht. Sabine? Der hat wieder die Glitches rausgefunden, die Sabine. Wo hast du denn das wieder gesehen? Ich laufe jetzt da ganz schnell so. Ich skate schnell heim, Leute. Spätestens. Ja, 12 bei der Nacht, das ist so wurscht. Pflanzer, Reiniger, Mixer. Ja. Hab schon verstanden. Oni. Im Fat Dragon müssen wir nicht, da müssen wir hinterher. So, bin schon wieder daheim. Wo haben eigentlich alle? Aber jetzt hier schon was. Oh, ich bin der Müll. Was ist denn da alles los? Was in Gottes Namen ist denn? Vollidiot. Steht hier alle. Boah, er spannt die Bude, weil du so bist. Hast du gerade schwarz geraucht? Hm? Hast du wieder... Hast du... Der Trottel. Das ist für keine Netflix-Folge heute, gell? So nicht. Ja, okay. So, wie viel haben wir verkauft? Wie viel Geld haben wir? Immer noch nicht mehr. Wir brauchen Sachen. Green Daddy wird wir brauchen. Haben wir überhaupt noch da? Ist da ein Haufen Zeug drin? Da, was haben wir da? Da, Green Daddy haben wir 8 Mal, da haben wir Green Crack 5 Mal. Schaut doch eh ganz stabil aus. Da haben wir noch mal nachgegossen. Da haben wir nachgegossen. Überall nachgegossen. Haben da nur Samen drin. Haben wir noch Samen? Da brauchen wir Samen, Boys. Das ist der Disney-Remake von Breaking Bad. Was ein Schwarzen auf Gang raucht. Was ist da los? Ja, gut. Ah, ja, tut noch mixen. Lasst ihn noch fertig mixen. Ich schauen, was er da macht. Ich mag mir einen Raucher, tu mir einen her. Tu mir einen, ich muss selber probieren. Mach auch mal einen rein, was weiß ich, mal reintüllen. Tu mir einen ins Regal, ich mag ihn auch probieren. Ich mag ihn auch probieren. Was weiß ich, was ist. Das ist ein guter. Ist ein guter? Ja. Was haben wir da? Der Bud Spencer Bud, ne, das ist ein meiner. Den kenne ich auch schon. Ich möchte den, ich mag den, bitte nennen einen Netflix-Dübel. Bitte nennen einen Netflix-Dübel. Irgendwas, was ist, ich weiß nicht, was da über passiert. Ist das Müll? Ah, tatsächlich. Du, ich reim mal kurz zusammen, gell. Da haben Bullen. Ich mach zu. Er tut nochmal mixen. Lasst ihn mixen, den Burm. Ich glaub, da war ja wegen ein Schund zusammen. Bin nichts passiert. Da wieder Bullen sein. Ja, wurscht. Werden mich schon nicht erwischen beim Dreh auf die Straße schmeißen. Ja. Warte mal. Ja, wir gehen gleich. Schlafi, Kinder. Wir gehen gleich. Ich muss jetzt zusammenputzen. So nicht. Au!
Ich glaub die zusammen! Ja, den kannst du haben. Ich mag jetzt seinen Schwarzen auf keinen haben! Warum läuft da eigentlich keine Muse? Settings, Audio, müssen wir Musik wieder ein bisschen aufhören. Komm mal auf 50. Und das Ding hier. Da ins Regal. Haben wir da. Da haben wir was. Bud Spencer Bud, Granddaddy, Green Crack. Na, das ist doch. Der Bud Spencer Bud ist doch von mir. Ich hab doch nichts mit Benzinmüll. Achso, da vielleicht. Haben wir da. Tokyo Gold. Oh, den zwirbeln wir uns jetzt aber sauber rein, bevor wir. So, jetzt pass auf. Reingezwirbelt, meine Damen und Herren. Ihr könnt euch auch was nehmen. Das haben wir uns verdient heute. Warum läuft da keine Muse? Ich brauch Muse! Jetzt haben wir den Chefkoch. Der ist schon seit einer Zeit nichts mehr. Und wenn du mir Unterhosen anschaust, dann blendst du. Ja. Man munkelt auch, verkauft man mehr. Lass mir das bleiben. Geh mal schlafen. Komm. Schlafi, meine Damen und Herren. Schlafi. Aber ja, das ist der richtig gute. Erdnussprobe brauchen wir mehr vom schwarzen Afghan. Und ich möchte bitte, dass er Netflix-Dübel heißt. Also, so. Tuesday, Day 16, 15 Green Crack. 17 Parts haben wir verkauft. Player Earnings, Dealer Earnings. Der Dealer macht die immer noch fertig, das Nussbein. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber gut. Der Hoderlump, Stufe 5. Machen wir einen weiter. Oh, Stufe 6 haben wir Paddler. Now available Energy Drinks. Ja, das wird was Nice zum Mischen. Easy going. Continue. Geht schon wieder weiter. Bitte gehen Sie Ihrer Arbeit nach. Ich renn da mal ein bisschen zusammen. Ja, Snooze bin ich nämlich leider Gottes einen Schund aufwerfen müssen. Du, das hilft nichts. So, da schaut's doch gut aus. Da schaut's, ja, die wird schon voller da unten. Es wird schon. Kriegen wir schon. Seeds brauchen wir. Weißt du was, um Seeds kümmert mich ich. Oder hast du gerade welche, oder gerade welche gekauft? Warte, ich schau. Ja, ich seh schon. Okay, fine, what time? Snooze bin ich, der Keith wartet noch, glaube ich. Der Keith wartet noch. Der möchte auch Green Crack. Verkauft mir ihn. Und der Dealer hat noch 18 Green Crack. Ja gut, das passt schon. So, aber schauen wir da aus. Kann ich da irgendwas tun? Weißt du was? Ich tue mir Erden nachfüllen. Ja? So. Das ist unser Job. Ich finde ein bisschen traurig, dass keine Musik nicht läuft. Das ist ein bisschen schade, weil der Soundtrack eigentlich ziemlich witzig ist. Und mit witzig meine ich weder negativ noch irgendwas, sondern eigentlich teilweise richtig gut. Für so ein, ich mag jetzt nicht Pimmelspey sagen, aber für so ein kleines Spiel. Ist das schon ganz lustig. Ja. Das klar machen wir es zusammen. Wunderschön. Der Berg ist voll. Ja, außer mit dem Dreck. Haben wir noch eine Riesendrumsauerei gemacht. Jetzt müssen wir bloß noch das Ding muss ich jetzt da irgendwie rauszwicken. Komm. Ich hab gerade. Da. Wo ist's? Wieso geht denn das bloß unterm G? Aus jetzt mit dem scheiß Planel! Jetzt haben wir es schon hin. Liegt auch noch 3 Pfund Schund umeinander. Das kriege ich noch, aber die anderen kriege ich wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich platziert da. Na ja, gut. So. Wenn du dich zum Beispiel in den Türrahmen stellst und ganz oft drückst und auf Hüpfen fliegst du in den Himmel hoch. Ja, ich hab mir's schon gedacht. Man rutscht halt so ein bisschen. Warte mal. Ja, man rutscht. I'm high as fuck. I'm high as... Okay, komm wieder. Bitte komm Fallschaden. Sabine! Best Trick ever! Machen wir gleich nochmal. Das hat mir gut gefallen, was? Okay, das kann jetzt eine Viertelstunde dauern, müssen wir wieder... Oh mein Gott. Oh Gott, im Himmel, was passiert denn? Sabine! Was hast du gemacht? Was machen sie? Ich mach so. Sabine macht so. Sagt, mach ich so. Kaputt. Hängt sie wahrscheinlich gleich später. Nein, wir kommen wieder. Okay.
Weißt du, was lustig ist? Genau vor einem Jahr, das ist übrigens krass, dass das schon wieder ein Jahr her ist, Alter. Das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Mir kommt es vor, als war das vor maximal 3-4 Monaten. Maximal. Habe ich doch an dem Unreal-Spiel letztes Jahr gewerkt. Lustigerweise werke ich jetzt schon wieder an einem Spiel, allerdings an einem anderen. Aber das, egal. Eines Tages kriege ich irgendeine Art von Spiel fertig, Kinder. Und darum weiß ich, was da wahrscheinlich der Fehler ist. Du kannst, während du in der Luft bist und nichts berührst, nicht noch mehr auf Springer drücken. Wenn du aber etwas berührst unterm Springer, dann meint das Ding, du stehst noch am Boden und löst den Sprung nochmal aus. Und wenn du in dem Türrahmen drin hängst, kannst du ganz oft auf Springer drücken und mit jedem Mal auf die Taste drücken, wird der Wert Push-Up wahrscheinlich addiert. Und wenn du dann rausgehst aus dem Türrahmen, wird der Push-Up halt auf einmal auf dich angewendet und dann fliegst du erstmal davon. So, wie schaut denn das da aus, der Herrin? Arbeitet sie schon? Jetzt sieht der Herrin schon was. Banana Death? What the fuck is Banana Death? Weiß ich nicht. So, hier mit dem Schund, ich bin der Müllsepp. Ja, für das bin ich gut genug. Ja. Zack, 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 zack. Außer mit dem Schund. Naja, das wird schon, ja. Haben wir noch einen Mischer? Gibt's was zum Verbergeln? Ich mag mal was verbergeln. Erden haben wir einen Haufen. Da wird auch schon wieder gegrowt. Wir brauchen mehr Growboxen. Und vor allem brauchen wir die mit einem Wasserspender und einem Erdspender, damit wir uns da nochmal drum kümmern müssen. Was ist denn du eigentlich? Rauchst du da einen? Oder möchtest du Tüten fressen? Oder was ist denn der Plan? Was haben wir da? Seeds brauchen wir, misch mal Viagra und danach Cola rein. Viagra plus Cola ist angeschafft worden. Du hast die 6000. Sollen wir die 6000 ausgeben? Ich weiß auch nicht. Brauchen wir nicht noch Monedos für irgendwas? Warte mal, schauen wir mal da rein. Agreed, bla bla bla. Schauen wir mal, I need an order. Dead Drop. Holen wir uns da mal was. Brauchen wir Order Limit. Oh, ich kaufe mal Seeds. Warum nicht? Machen wir so, 400, Place Order. Nice. Ja, working should be ready in around 5 hours. Ich hab mal Seeds bestellt, um die kümmert mich, Kinder. Währenddessen gehen wir schon mal in die Richtung, was ist denn da los? Wolfric! Kleiner Tipp. Die Motelbude kannst du auch noch benutzen. Doppelte Bude, doppelte Beute. Das ist absolut richtig. Benji, die habe ich auch komplett übersehen. Ich habe nichts mehr zum Dealen. Benji, ich kenne mich nicht aus. Das ist absolut richtig, aber ich mag lieber eine große Bude. Alles zentral machen. Warum ich da eigentlich einen Müll zusammen glaube und zu mir hinterdruck, das weiß auch keiner. Jetzt gehen wir mal in das Geschäft hinein. Beziehungsweise hinten. Und zahlen wir mal den Dude. Ich weiß gar nicht, 400. Ja, so ganz haben wir es noch nicht. Was ist jetzt? Ah ja. Hat schon received. Lassen wir den Tag noch durchgehen, damit wir nicht wieder auf einmal dann da sitzen und haben wir. Wie soll ich sagen? Und haben wir bloß ein paar $100 und können dann nicht richtig weiterarbeiten. Ich verkaufe dabei, was ich tue. Ich verkaufe dabei einfach unseren Müll und mach so die fetten Kohlen. Ja, $20, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich lieber ins Eckentrig geworfen. Was tut denn die eigentlich da? Hä? Moment mal, was war denn das jetzt? Bleib mir da. Funktioniert das mit dem Ding auch? Funktioniert leider nicht. Du kannst den Samenmann auch treffen, dann kannst du mehr kaufen. Wo ist der? Habe ich noch nicht so wirklich herausgefunden, wo der ist. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Haben wir die Dinger schon da? Nö. Hat die gerade jemand anders geholt? Weiß ich nicht. No, I received 400 cash from you. Your debt is now paid off. Schon, da müssten eigentlich Zeitangaben dabei stehen, damit ich weiß, wann ich einen
am Albert seinen Scheiß abholen kann. Aber gut, das sitzt mir dabei schon aus. Was ist da los? Schauen wir mal, was er tut. Ich skate da einfach einmal nach. Warum hast denn du so ein... Warum... Hast du deine Hosen verkehrt rum? Hast du gerade deine Hosen verkehrt rum gehabt? Da, ich seh's doch! Das ist ein Hosenschlitz hast du vorn! Ah, er holt Ingredients zum Sachen mixen. Hab schon verstanden. Ihr könnt euch mit Albert treffen und größere Mengen an Samen kaufen. Aber wo? Steht da 5 Stunden. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wann haben die 5 Stunden gehen. Um das geht's mir. Also ich weiß, wann ich ihm die Nachricht geschickt habe, damit ich weiß, um 8 Uhr ist da. Wie hast du überhaupt schon mal gespeichert heute? Beim Schlafen habe ich gespeichert. Da wo du die Samen bestellst, kannst du ihm mal schreiben, dass der Treffermax-Treffpunkt ist zufällig. Gut, das machen wir dann in der neuen Bude, weil das kostet mir bloß einen Haufen Geld. Ich glaube, die Samen, die wir haben, das klang locker aus. Kommen wir mal schnell heim und bringen wir die Erden heim. Warte mal. Das mit dem Skateboard? Geht der Sabine ihr Trick mit dem Skateboard? Türrahmen suchen. Hallo! Ich mach nur Schmarrn und sie arbeiten. Warte mal. Nein! Du zurückgehst? Nein, müssen wir uns noch mal platzieren. Nein, dann lässt er mich nicht springen. Nein, funktioniert mit dem Skateboard nicht. Geht nicht mit Skateboard. So, aber schauen wir da aus. Ready to harvest. Da noch mal nachgegossen. Je mehr nachgegossen wird, desto gut. Hat's immer schon geheißen. Wir schauen mal aus, brauchen wir noch irgendwas. Birger, ich zeig dir den Samendealer. Oh, da habt ihr schon gelesen, Let me... Dort, Peggy braucht aber 3 mit Green Crack. Geh dazu, ich bin schneller wie du. Und... Flip Trick! Oh, warum steht denn da ein Bullenauto? Warum stehen denn da 2 Bullenautos? Warum? Naja. Wird schon passen. Oh. Ich bin doch nicht schneller als du. Wenn ich überall anfahre, dann bin ich nicht schneller wie du. Da waren wir auch noch nicht. Was ist das da? Wo ist denn? Collect that drop behind Casino. Müssen wir Zeug holen. Wir müssen Zeug holen. Snusler, 4 links. Ich hole einmal die neuen Samen. Und morgen kaufen wir die neue Bude. Jetzt haben wir genug Geld. Oh shit, Motherfucker. Da ist die scheiß Polizeisperre. Die kannst du mir mal kreisweise. Staudi! Chef, den eine von den Buberts-Kreationen. Hashtag 2237431 ist eine Artikelnummer der HSL 4B Schwerlastdübel von Hilti. Alter, was ist denn mit euch, sag? Mit euch? Sag selber. Staudi, merci dir. Jetzt warte mal. Weißt du, was gerade unfassbar lustig ist? Meine Haare haben gerade aufgegangen. Ja. Why not? Warum nicht? Dead Drop. Wir müssen einen Dead Drop mit dem Samen besorgen. Samen! Samen! Wir brauchen Samen! So. Oder das war ein Trump. Ein bisschen schon, gell? Warum nicht? Also, so auf Bullen sperren uns gleich wieder ein. Müssen wir... Wo ist denn der Dead Drop? Da waren wir auch noch nie. Taschenlampen. Da. Da unten anscheinend. Ich muss da runter. Dead Drop! Easy going schon, ja? Jetzt sauber die Samen eingekauft. Jetzt schaust du aus wie einer von deinen Kunden. Ja. Wir müssen bloß noch ein bisschen mehr Farbe kriegen. Lauf einmal geduckt auf einen Motorhaum rum. Was passiert da?
wieder die Brokkoli-Frisur. Lass mal meine Brokkoli-Frisur in Ruhe. Haben wir alles, oder was? Wie schauen wir aus? Ich tue... Achtung. Da einer, der haben wir da einer. Samen haben wir genug. Wie viele Monedos haben wir? 6317, also haben wir ein Stück 8K. Und ist morgen der große Tag zum Umziehen, Kinder. So, jetzt reihen wir da noch ein bisschen was zusammen. Ist nichts passiert. Hoppala. Die guten schönen Bladel. Die guten schönen Bladel. Oh, was wird denn dann aus unserem Müllhaufen? Der gute Müllhaufen! Ah, der ist ja dann weggert. Naja, gut. Ja, Freunde der Sonne, dann drücken wir Speichern, kaufen wir uns die neue Bude. Nimm mal, Snooze-Benny, guter Punkt. Hast du für morgen irgendwelche Deals angenommen? Wahrscheinlich schon, gell? Ja, da musst du dich unterm laufenden Prozess drum kümmern, das hilft nicht. Hilft nicht. Ah, jetzt haben wir endlich eine Musik jetzt, Na gut, gehen wir speichern und dann kaufen wir uns das Bungalow und dann ziehen wir um. Dann kaufen wir uns eine saubere Einrichtung. Also hoffentlich haben wir mal genug Platz, damit man da einigermaßen ein System einbringen kann. Chef, schau mal aufs Handy! Was ist denn am Handy? Zum Samensepp. Kann ich das abbrechen? Ja. Was mit dem Samensepp? Agreed, I'll be under the north end of the overpass for the next 6 hours. Ah, verstehe. Wird der irgendwie grantig, wenn wir nicht kommen? Das ist natürlich jetzt beschissen. Aber gut, schlafen wir erst einmal. Schauen wir, was wir Monedos gemacht haben. Oh! Jetzt aber! Ja, 16, 17, ja, auch nicht recht viel mehr, aber da hier Banana Death. Dealer Earnings, nice, passt. So, Battler 1, Battler 2, was kriegen wir? Motoröl und Mixing Station MK2. Passt ja. So, jetzt kaufen wir die neue Bude. So, da sprintet direkt los. Da sprintet direkt los, sprint die da. Die scheiß Behinderten. So, wo war der Real Estate Sepp? Der war da, glaube ich. Gell? Kann man einen Marker setzen? Nein. Naja, fahren wir einfach mal grob in die Richtung, wird spaßen. Wenn's auf im Inf... Oder was? Wenn's auf im Inf-Shift drückst und dann den Sack, den du haben willst, zieht er alle auf einmal. Das hab ich gewusst. So, Real Estate Sepp. Wo war der? Haben wir mit einigermaßen richtig? Jawohl. Haben wir zu viel sage ich meine. Zuerst mit dem anderen treffen. Wo ist denn der? Was hilft man das mit dem anderen, sich zu treffen? Mehr gar keine Samen jetzt kaufen, ich möchte ein Haus kaufen. Ich will ein Haus! Ist egal, schreibst du ihm einfach wieder, wenn Zeitfenster verpasst, das ist manchmal eine Sucherei, wo der Treffpunkt ist. Ah, ich verstehe. Kaufen uns jetzt mal eine Bude und dann wird umgezogen, so schaut's aus. I'd like to purchase property. Give me some property, give me a bungalow! Do you like to purchase a bungalow? Payments are made from your online balance. Yes! Outstanding! The property has been transferred to your name. Gehört uns schon! So, jetzt haben wir natürlich keine Monedos mehr, aber das ist ja scheiß wurscht. Wo ist unsere Bude? Wo ist unsere Bude? Ist der... auf der anderen Straßenseite hin. Naja gut, dann müssen wir wieder mal umskaten. Schauen wir uns die Bumsbude einmal an. Leute, ihr könnt schon mal anfangen in der jetzigen Bude daheim alles zusammen zum Bageln. Es wird alles eingepackt. Alles wird eingepackt. Wo bin ich? Wenn wir da vorne rechts reinskaten. Hau einen Ball in den Türrahmen hoch. Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil der Boy eine andere Mechanik, der hat keine Sprungmechanik in dem Sinn. Der kann ja nicht die Leertaste smashen. Und darüber, das müsste sie einigermaßen hingehen. Ballskaten. Wo sind wir? Von dann rechts. Ja, Snooze-Benny muss sich vielleicht auch noch ein bisschen um das Dealen kümmern, währenddessen wir mich umziehen. Wir können schon mal alles einbageln, was da ist und dann... Ist das unser Bungalow, möchte ich sagen? Das ist unser Bungalow. Da liegt ein Bon vom Bungalow. Was ist das? Loading Bay. Was ist das? Was haben wir da? Weiß ich. Brother! Jetzt ist aber hier Achterbahn, du! Komm da. Bruder, was ist hier los? Jetzt muss ich das mal wieder schnell hier richten, weil sonst... Kann ich mich... Den Stecker nicht mehr.
Wann sagt man mich schon mal mit offenen Haaren? Ja, die haben lang, das weiß ich selber. Lass mich nicht rein. Wenn ich nicht ein Hippie muss ich nicht Haar binden, damit nichts passiert. Lang und grau. Mhm. Danke. Für die auch noch. Ich hab wenigstens Haar am Kopf. Wir wissen ja nicht, wie du ausschaust, aber wahrscheinlich ist da herum schon, wird's da Licht? Hör nicht das an. Bei wem wird's da Licht? Wahrscheinlich bei jedem Einzelnen oder beim ersten, der schreibt, da wird's grau. Joachim! Welcome to the Squad, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, ab in der Joachim. Merci dir. Can, merci für 22 Monate. Aber dritt, wo ist ein Heisel? Da. Genau, da. Und ein bisschen da. Und, wart. Und da drinnen. So. Sprengi. Da hat sich gerade jemand selber verraten. So, was ist da? Langsam reiten. Da herin bauen wir an. Das hier mit unserer Anbaubude, das sagt er immer, es ist. Switch on. Da herin bauen wir mir das Gras an. Das sagt er immer, es ist. Da in der Kirche wird gemischt und gemixt. Und da ist unser Regallager anscheinend. Machen wir das heutzutage so, dass man das alles so nebeneinander tut, so kompakt wie es geht. Warte mal, das tue ich mit das da. Nein, nicht usen. Wie tut man das gleich wieder zusammenbauen? Wie tut man das? Ah ja. 3, 5. Damit das da alles ein wenig Hand und Fuß hat. Das ist ein Krampf. Das ist ein Krampf. Hey. So drehen wir das, so drehen wir. Ja, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Kann man das nicht direkt ohne Stein? Geht das wieder nicht? So, ein Regal brauchen wir auf alle Fälle in jedem Zimmer. Warte, lassen wir das da. Ich werde mal vorschlagen, wie dreht man das Ding gleich wieder? So, gell? Das drehen wir da her. Passt ganz gut. Dann braucht der Mischer ein Regal. Das passt auch ganz gut. Genau, und alles, was wir zum Anbauen brauchen, der wir da rein. Hat er schon verstanden? Seeds und Soils. Was haben wir da? Speedgrow, der wir auch mit. Oh, das wird nicht gelungen, hä? Oh, doch, das klang leicht. Immer da Seeds rein. Und das verschiedene. OG Kush, Green Crack. Wieso haben wir mehr OG Kush? Ich nicht. Verstehe ich nicht. Und dann haben wir da noch Speed. Vielleicht brauchen wir auch 2 Regale da herin, hä? Brauchen wir da vielleicht 2 Regale herin? Und geht das wieder nicht ganz aus, ich weiß jetzt auch nicht. So, ich werde euch schon darum kümmern, um den Verkauf. Wir brauchen ein bisschen mehr Monedos. Ich kaufe dabei einmal, was ich jetzt kaufe, jetzt ziehen wir die Growboxen um. Lass uns mal die Growboxen umziehen. Wo sind wir da? Geradeaus und unser Bude ist dann da links. Ja, das kriegen wir hin. Ja, er schon wieder mit seinem offenen Hosendeal hinterm an der Arsch grunzen. Wieso muss denn da jetzt Kies sein, damit ich langsamer bin wie er beim Laufen? Bringt's wieder voll die Scheiß Rumskaterei. Scheiß so, totaler Kass. Da, Flix! Achtung! Das Graffiti ist neu. Flix! Welcome to the Squad. Merci für die Mitgliedschaft. Habe die Ehre. Danke dir. Maxi, merci für 22 Monate. Jetzt lauter geschubst, so schaut's aus. So, kann ich da irgendeinen drum mitnehmen? Ich nehme das mit, ich nehme das und nehme das mit. Wunderbar. Ist die Frage, wollen wir das nehmen wir auch mit? Ja, müssen wir die Bude, kann ich nicht die Bude kündigen oder so? Also so. Muss ich da nicht zur Hong drin? Na, muss ich da nicht zur Chinesentussi und sagen, ich mag es nicht mehr haben? Schauen wir mal. You wanna buy something? Where's my room? Not yet. Dann brauchen wir anscheinend nichts. Na gut, dann gehen wir wieder. Ein großes Regal kostet nur 60, braucht halt aber Platz. Ja, aber hat halt aber auch Platz. Fabi, merci für 14 Monate. Kuss auf die Nuss. So, jetzt rein ins Getüdel. Rein in das Getüdel. Dann können wir sonst noch was kaufen. Schauen wir mal, wir haben einen Haufen Kohlen, das passt. Schauen wir mal, was wir bei ihm da noch so kriegen. Good old Dan. Do you have something? Oder müssen wir da in den Underground gehen? Nehmen wir mal noch so ein Regal mit. Ich nehme mal
5 Mal Speed Grow Meat. Was haben wir noch? Eine Packaging Station. Upgraded Version. Die nehmen wir auch mit. Ne, die nehmen wir nicht mit, die brauchen wir noch nicht. Was wir viel mehr brauchen, ist das da. Wie viel Plant-Dinger haben wir? 5, gell? Wir brauchen andere Grow-Pots. Man kann doch da nicht 2 Sachen hinstellen. Oder gibt es da andere Grow-Dipf? Sicher kaufe ich nämlich jetzt nicht, aber ich kaufe jetzt einmal nur 2 sicher nicht dazu, einfach einmal. Zack. So, ist da was auf der Paletten? Nö. Oh, irgendjemand wird verfolgt. Wieso hauen der Snooze bei den Bullen schon wieder zusammen? Okay, ich stelle keine weiteren Fragen, es wird schon alles die Richtigkeit haben. Man kann da mehrere Sachen daneben tun. Ja, Rags, Pots und Lichter, 50% mehr Ertrag. Wo kann ich denn die kaufen? Die hat es jetzt bei ihm da nicht gegeben, oder? Bin ich blind. Jetzt stellen wir erst einmal den Bums da um. Wer hilft da? Aber das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. So. Ob ich da Waterpoorer oder... Ob ich... Na da haben wir die. Eigentlich müsste man es ja... Ach, da müssen wir trotzdem noch Säule rein da, oder wie? Ja. Halt dann was ein Tüten. Wie lange halten da so Tüten? Das werden wir schon rausfinden. Ich verstehe den Sinn nicht. Dass wir das aufreißen und einschütten. Spor oder was? Naja, gut. Dann müssen wir warten bis um 6 PM und dann schauen wir mal, ob wir so Growpots finden. Das ist jetzt etwas, was mir gar nicht gefällt da. Und das weggeht. Mit das hier. Das hier. Ich muss kurz umschichten, Kinder. Ich muss kurz umschichten, nicht schimpfen. Nicht schimpfen, es wird dann schon wieder. Es wird dann schon wieder so gemacht, wie es gehört. Aber da kriegt mein innerer Monk, springt im Dreieck. Was? So. Jetzt müsste das eigentlich symmetrisch sein. Könnte man da noch zu dem Ding hindrehen? Ja. So. Oscar Storage. Lass mich schauen. Ja, wenn du gerade da bist, dann nimmst du halt welche mit. Ich glaube, der Wolf Dragon hat gerade geschrieben. Ma! Muss ich retriggern, das tut mir leid, weil das habe jetzt einfach gerade nicht aufpasst. Maxi. Weil du schon lange nichts mehr von mir gekriegt hast. Das macht keinen Sinn! Maxi, weiß ich, was ich sagen soll? Das haben wir schon ein paar Mal gehabt und du weißt es. Kuss auf die Nuss, merkst du dir und ich kann nicht mehr aufpassen, weil ich nicht weiß, wo hinterm Phone ist. Ich bin mit dem Spiel schon so überfordert, jetzt habe ich noch 3 Leute da, die das Spiel einfach für mich spielen. Eigentlich könnte ich mich da hersitzen und einfach zuschauen. So. Schütze mir ein wenig da in den Kick rein, ja, reib meine Arschgrunzen ein wenig am Waschbecken, damit nichts passiert. Da, hier. Schütze mich auf und schau ein wenig zu. So, Snooze, Benny. Du regelst das schon. Was jetzt auch nicht? Wieder aufstehen. Oh, vielleicht kann man Sachen dupen. Ich arbeite dran, wir müssen Sachen anbauen. OG Kusch. Der OG Kusch. Machen wir da so. Nimmst du noch mal ein paar Growboxen mit? Stellst ins Regal ein? Ich baue es zusammen. Was hast denn du da angebaut?
Seed. Was brauchen wir denn überhaupt? Die kommen überhaupt nicht aus, was wir überhaupt brauchen. Ein OG Kush, Green Crack und ein Granddaddy Purple. Ja gut, dann machen wir mir Granddaddy. Und eigentlich gefällt mir das ja so auch nicht. Ich sag das freiweg, wie es ist. Ich sag's dir freiweg, wie es ist, das gefällt mir so auch nicht. Das ist, nein, das gehört einfach so nicht. Won't fit in the inventory. Dann laden wir mir den Scheiß jetzt da mal wieder ab. So. Dann machen wir so. Achtung. Muss schon alles die Richtigkeit haben. Schau, so gehört das. So gehört ihm das. Aber dann haben wir viel weniger Platz, gell? Das ist natürlich auch ein Krampf. Naja, gut. Machen wir es wieder so. Oh shit. Wird zugesperrt. Jetzt müssen wir erst einmal. Warte mal. Machen wir so. Ist da schon was drin? Ja, da ist was drin. Nehmen wir da noch hintere. Nicht gescheit, aber es geht. Dann der wir. Was haben wir jetzt da eingepflanzt? Sehe ich, was da drin ist? Already contains Seed. Ja, aber was für ein Seed? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, da haben wir einen Daddy gebaut. Wir bauen zweimal Daddy, einmal OG. So sieht's aus. Ich bin jetzt einfach der Grow Master. Kennst du überhaupt nichts dagegen tun? So, dann nehmen wir zweimal Green Crack. Zack. Easy. Und einmal OG Kush. Was haben wir da? Und trifft die mal mit dem Samensepp, Alter. Na gut, über die Samensepp, der muss sich jetzt leider gedulden. Der gute alte Samensepp muss sich leider gedulden. Und da tun wir jetzt einen OG Kush rein. Ja. Also die Erddinger sind irgendwie behindert. Weiß ich nicht. Ich glaube, das kriegt man gerade noch hin, dass man die... Oh! Oh! Jetzt aber! Dann werden wir gleich einmal Erden einpfladern. Erde rein, Erde raus. Hier. Zack. Braucht man da genauso viel Erden, oder? Na, das passt schon. In use by other player. Das ist okay. Eine mit der Erden. Der Wolf Dragon, rein damit. Mr. Original! Mir ist wie 68 Monate. Servus aus dem Nordschwarzwald. Bin spät dran, aber immerhin mal wieder live. Ja, Original Jade ist aber auch mal wirklich wieder Zeit geworden. Kuss auf die Nuss, merci dir. So. Da haben wir jetzt einen Kusch drin, da haben wir noch mehr einen Kusch drin. Ja. Was brauchen wir? Snooze Benny, du musst es wissen. Snooze Benny, was brauchst du noch mehreren? Ich habe jetzt alles gleichmäßig verteilt. Einen Samen kann ich noch einpflanzen und was brauchst du noch mehreren? Rein in den Chat. Los, los. Green Crack kriegst du. Kriegst du. Und da müssen wir wieder ordentlich einmal 1-2 Nächte lang verkaufen, weil sonst gehen uns hier die Kohlen aus, du. Da gehen uns wieder die Kohlen aus. Und ein paar so Wassersprinkler kann man brauchen, passen unter so ein Ding immer 2 Depp, verstehe ich das richtig? Ich habe diese Eimer vorher schon gesehen, ich dachte, das sind Mülleimer. Habe ich nicht gescheit gelesen. Ja, hast wieder nichts gelesen. Ja, natürlich habe ich nichts gelesen. Den Song dazu. So, das ist unser Erden. Und dann nehmen wir da unsere Samen her. Easy. Kohlen haben wir auch ein bisschen beieinander. Wie spät ist es? Es ist knapp 12. Was macht der Benji? Stimmt, was macht denn der Benji eigentlich? Der Benji hat nichts mehr und hat $1400 umeinander liegen. Den versorge ich. Snooze Benny, das mach ich. Den versorge ich morgen. Lass mir ein paar Tütel groß, lass mir da. Was haben wir da? Granddaddy Purple und Tokyo Gold. Dann machen wir jetzt so, was bringen wir dem? Was der ich jetzt sagt, Snooze Benny, magst du was zum Tor haben? Weil dann... weißt du selber, was es ist? 4% grown, 6% grown. Also wir brauchen auf alle Fälle Sprinkler. Und dann können wir eigentlich schlafi gehen. Gehen wir schlafi. Drehen wir die Sprinkler noch alle einmal auf, damit morgen die Dinger gewachsen sind. Ja. Wunderbar. Da ist noch gar kein Wasser nicht drin. Ist auch schon alles zum Verkauf gelistet. Guter Punkt. Mal kurz kontrollieren. Also die 3 Hauptdinger ja. Granddaddy Purple, das ist vielleicht ein bisschen viel mit 70, hä? Machen wir mal 60. Machen wir mal 60. Da machen wir einmal 60 und da machen wir 1,6 hat es geheißen, gell? Aber irgendwie das Gefühl, dass das nicht so ganz hier hat. Machen wir 56, 50. Bene und immer, wie ich es auch gemacht habe, mindestens einen 10er mehr verlangen. Immer schlafi, wo ist unser Bett? Ah, da ist unser Bett.
Immer schlafi. Gib dem Gläser, der teilt das selbst auf dann. Ja, das weiß ich schon. Herr Joachim, das weiß ich. Aber es ist gerade ein bisschen ungewohnt und schwierig zu koordinieren, wenn wir da nur 3 Leute haben, die eigentlich vollkommen selbstständig da umeinander werken. Wenn das nicht mindestens einmal ein Like wert ist, dann weiß ich es auch nicht und dann mindestens ein Press F in den verdammten Chat für einen. Und Maxi übrigens ein riesengroßes Dankeschön. Ich hoffe, das ist vorher verstanden worden. Grüße auf die Nuss. Basti Hero, du solltest dir vielleicht eine zweite Version von der Verpackungsstation besorgen. Erleichtert das Arbeiten immens. Immens. Um nicht zu verwechseln mit der Demenz. Continue. Basti, merci dir. So, raus mit euch, an die Arbeit. Und ich hole mal eine neue Bagelstation. Kann man die heute verkaufen? Geht das? Kriegt man da irgendwas? Wo ist denn die Bagelstation überhaupt? Packaging Station. Die können wir dabei da hinzimmern, da geht eh gar nicht durch. Wenn Screen Crack konsumierst, laufst schnell. Ist die an was liegt? Oh, da haben wir schon die ersten Butts schon hin. Raus mit dem Butts, raus! Obergeschnien, Zambagel, ich hole euch dabei eine neue Packstation. So schaut's aus. Muss ich da überhaupt hier dazu? Ich hab keine Ahnung. Hatte der good old der Dan. Heißt der Dan? Ich hab schon wieder vergessen, wie heißt der Dan? Aber die Plastikgläser kann ich doch nicht aufteilen, oder? Nochmal so ein Teil mit 2 Depf. Guter Punkt, ja, kauf. Was kostet das Ding? Ich hab keine Ahnung. Aber die Parkstation, die rentiert sich mit Sicherheit, weil das ist also ein bisschen die lästigste. Ich laufe immer, da weiß ich nicht, wie lange das ich jetzt da anspannen muss, bis ich mir merke, dass er da ist. So, schauen wir mal. Packaging Station, ich kaufe jetzt die einmal, bevor er wieder alles beim Divey ist. So, passt. Ich zahle ein bisschen was in ATM ein, damit sie Sachen kaufen könnt. Deposit, der wir mal rein, wie viel haben wir? 500, da haben wir 700 rein. Passt. Soll ich noch was kaufen? Sprinkler. Seli, guter Punkt. Also bin ich jetzt da einfach wieder blind reingelaufen und... So, jetzt pass auf. Sprinkler braucht man, wie viel braucht man? 1, 2 mindestens. Wenn ihr nochmal 2 Depf kauft, brauche ich nochmal 2. Und, weil wir gerade dabei sind, kaufe ich halt noch 20 Zähne Bagel. Easy. Njau. Der Buberts Franz beim Upskaten. Oh, das war ein nice Gap. Nice Gap, Bitch! Ich glaube, wir sind beim Laufen schnell. Und dann ist man da wieder beim Skaten schnell. Dann machen wir einen Olli in die Haustür ein, aber warum nicht? So, da haben wir. So, du kriegst eine neue Packing Station. Da schau her, die hab ich dir mitgebracht. Habe ich dir mitgebracht? Du hast die leichter. Ich mag selber schnell ausprobieren. Drop. Was muss ich da machen? Packaging. Lass mich das mal ausprobieren, bitte. Wo ist denn, haben wir mir ein paar Butts? Gib mir some Butts. Darf ich da mal schnell die Butts rausgreinen oder haben wir mir irgendwo Butts? Ich sehe keine Butts. Butts wo? I want to test the shit. Du mir da Butts reinstecken, ich mag das Ding ausprobieren. Darf ich schnell? Merci. So. Was ist das da? Nö. Drop, Pack. Pack. Was muss ich dann tun? AD, Rotate, Convert, Space, Drop, Product. Ich find, das Ding, keine Ahnung, es ist so simpel, aber so eine gute Idee, einfach so als Next Step. Es geht ein Stückchen einfacher, aber du musst trotzdem noch irgendwas tun dafür. Es ist so gut. Keine Ahnung. Es ist so gut schon wieder. So, da machen wir jetzt so. Ja, aber da ein bisschen ein Problem mit, da verschenken wir einen Platz hier hinten. Das müssen wir jetzt quasi so machen, das bauen wir dann ab. Wenn fertig, für was habe ich so viel Sprinkler gekauft? Für was habe ich so viel Sprinkler gekauft? Ja, ist ja wurscht, die haben wir dabei da reinstellen. Lieber haben und nicht brauchen als nicht haben und brauchen nicht. Das schieben wir dann ins Eck hinten. Und eigentlich, wenn wir es ganz genau machen, dann muss ich das sowieso alles zusammenbauen. Wir brauchen, du Wolf Dragon, was kosten dieses Setup? 2 Depf und das Stange da. Was kostet der Bums?
Warte mal, das hast du vorher da gepostet. Ich kenne mich bald gar nicht mehr aus. Rechter Monitor, euer Chat, da kann ich überhaupt nicht aufpassen. Ich hoffe, ist überhaupt noch irgendjemand da. Wie mir der Hacker sagt, linker Chat sind die anderen 30 eine. Also so ein Eimer Plastic Pot Moisture Press, was auch da immer der Unterschied ist, keine Ahnung. Suspension Rack, Halogen Grow, da haben wir bei 40, 80, 100. LED Grow Light, Halogen Grow Light. Wo ist denn der Unterschied? Wahrscheinlich so nicht bis. Da kauft man nur das kleine Zeug. Und dann? Er hat 42 am Laufen. Ja, jetzt hier mal weiter produzieren. Ich baue unsere Einrichtung. Der Meister, fix, jetzt lies einmal. Wo? Was soll ich lesen? Was soll ich lesen? Ich weiß nicht, was soll ich machen. Für was steht eigentlich das F im Chat? Floha! Erklärt es ihm. Respekt. Nein, so in dieser Community, natürlich wird da oft einmal Blätter hergeredet, aber es gehört die 5 Noob-Sekunden gern gemacht und ich erkläre es auch gerne selber. Warum erkläre ich es nicht? So liked's einmal. Fix jetzt leil's einmal. Irgendwann ist so es lesen, dabei meinst du liked's. Jetzt nicht. Snusler, was möchtest du? Bürger, geh mal mit bitte. Ich rede jetzt einfach blind nach und ich erkläre dabei, was das Press F for Respect bedeutet. Press F for Respect, oh Gott, ich hoffe, ich verzeihe keinen Scheißdreck nicht. Kommt aus Call of Duty 4. Da gibt es eine Szene, wo eine wichtige Person beerdigt wird. Und du kannst dann als... der Albert, da schau ich. Und du kannst dann hingehen und da ist eine Beerdigung und so weiter. Und das war... Damals war Call of Duty noch cool. Und bei der Beerdigung ist die Interaktionstaste in Call of Duty die Taste F. Und da steht dann dort, Press F to pay respect. Und darum hat sie das über... Ich glaube, es war Call of Duty 4, oder? Na halt, stopp, das war Metal Gear, da hast du recht. Das war Metal Gear Solid 3. Snake Eater, oder? Es ist fucking Metal Gear 3 Snake Eater! Wenn Metal Gear 3 nicht Snake Eater ist, dann fühle ich mich ziemlich peinlich auf, aber... Wir kommen nie dann auf Call of Duty. Wir kommen jetzt da auf Call of Duty, weiß ich nicht. Der Leon schreibt es gerade, in COD hat es das auch gegeben. Und zwar in Call of Duty Modern Warfare 1, im originalsten Original. Wo der andere dem Typen in den Kopf nicht. Kommt da nicht auch so eine Beerdigungsszene, wo so heißt, Press F to pay respect? Okay, Advanced Warfare habe ich nicht gespielt. Da war ich dann mit Call of Duty schon wieder so gut wie raus. Ein bisschen. Oder eine Zeit lang raus. So, talk to Albert! Jetzt muss ich da einmal schnell, aber jetzt weiß er auf alle Fälle, was gemeint ist. Hello, sir. Ready to peruse the supplies? Yes. Ach, und da kann ich dann so viel kaufen, wie ich will. Easy. Ist der immer da oder nur, wenn ich es ihm sage? Aber ich gehe mal davon aus, der ist immer da, außer ich sage, wir treffen uns irgendwo am Arsch der Welt, dann ist er woanders. Sehr gut. Nachher schreibt, Call of Duty war es auch, Birgi. Gut, dann bin ich schon beruhigt. Das war jetzt ein sehr tief sitzender Schlag gewesen, wenn ich mich jahrelang fest davon überzeugt, so dermaßen Teich. Jetzt müssen wir erst einmal da. Der Flora schreit, danke Birger für die Erklärung. Frag mich seit Ewigkeiten, wo das herkommt. Sagst du das? Kannst du auch vielleicht einmal auf YouTube danach suchen. Dann siehst du auch die kleine Szene, dann hast du es immer in deinem Kopf drin. Wichtig. So. Oscar will sell everything you need to make meth, with the exception of Pseudo. For that you're gonna need to hook yourself up with a supplier. I don't know any Pseudo suppliers, so you're on your own for this one. There ought to be someone in Westville that can get you with what you need. Müssen wir erst freischalten, Westville wahrscheinlich. Open up your contacts app to look for a supplier in Westville. Keep unlocking customers in that region and you'll get in their attention in no time. Okay, kriegen wir hin. Purchase a chemistry station. Okay, jetzt bringen wir erst einmal unser Grundkonzept in Schwung. Brauchen wir für nächste Woche auch noch irgendwas. Was ist denn da eigentlich? Das ist unser neuer Müllhaufen, verstehe ich das richtig? Also ich bin ja dafür, dass wir das so machen. Achtung! Ich bin dafür, dass wir den Tisch dort zumüllen. Das ist unser Mülltisch. Den soll ja jeder daheim haben. Jeder hat einen Mülltisch daheim. Habt ihr auch einen Mülltisch daheim? Oder zumindest einen Müllschubladen? Ein Müllschubladen. Wenn ihr nicht, dann ich auch nicht. Was soll ich machen? Okay, wenn man deinen Stream auf 144p macht, sind es bloß noch 30 Sekunden Delay. Das ist auf YouTube wirklich schlimm. Da kannst du auch einstellen, was du magst. Der Delay ist wirklich hart asozial. Extrem asozial, um nicht zu sagen. So, was wollten wir mir eigentlich tun? Wir wollten doch eigentlich ganz andere Sachen tun. Da, grow mal.
Da wieder keiner nachgossen. Der Nachschub ist so! Der Nachschub! Muss ich mich um den Nachschub kümmern. Läuft nicht. Machen wir so. Naja, die Dinge, sie sind schon ganz nützlich. So ist es nicht. Geht schon schneller als das scheiß Bagel aufreißen und dann da umeinander pimmeln. Brauchen wir nicht schmerzen. Geht schon schneller. Also. Kannst das Bett ausstellen oder Punkt, werden wir ausprobieren. Einfach nur, weil es mich auch interessiert. Liegt der Flashlight neben der Mixing Station. Stadi, weißt du, was ein Flashlight ist? Hm? Stadi, sag. Hm? Die Erklärung bin ich jetzt gespannt. Wieder gut. Oder? So, Green Crack. Rein in die Bude. Das habe ich im E-Shop gesehen, als ich meinen Prostata Destroyer 5000 gekauft habe. Ihr gnadenlosen Vollidioten. Ah, ich liebe diese Community. So, wieder eingeräumt. Wieder zugemacht. So. Für Nachschub ist gesorgt. Was ist denn eigentlich da damit los? Werden das dann aggressivere Pflanzen, weil die wachsen ja definitiv langsamer und viel fetter als alles andere. Wie spät ist? Jetzt gehen wir mal die 2 scheiß Regale kaufen da. Weil ich sonst überhaupt nichts geschissen kriege in dem Spiel. Der Snooze-Bene ist bloß am Sprinten, der tut gar nichts anderes mehr. Bei dem geht's da vorne ist schon wieder ein Straßensperr. Hallo, hopp! Kruzifix. Ah, das Snooze-Bene hat sich das Skateboard geleistet. Ist recht. Geht aufs Haus. Oh, das ist ein Scheißhaus schon. Bringen wir da um. Passt. Jetzt gehen wir mal schnell in diese komische Bude da hinein. In den Underground. Oder gibt's das beim Dan auch? Da habe ich vorher nicht geschaut. Diese Halogenlampen und das Klump. Gelumpe. Nein, nicht nach links fahren. Da müssen wir rein. So. Moment. Die Sachen hat er nicht, gell? Das ist Trashcan, der hat nur den Stani-Shit. Ja, gut. Passt schon. Aber was wir da schnell mitnehmen, sind auf alle Fälle 2. Ne, die haben wir eigentlich. Da haben wir sogar zu viel. Da haben wir noch 2 übrig, wenn mich nicht alles täuscht, aber von dem haben wir nicht so viel. Dann kaufe ich jetzt einfach mal noch 2 von denen. Die nehme ich jetzt mal noch schnell mit. Und dann gehen wir in den Underground. Der Dealer braucht auch noch Zeigel und hat Kohlen für die. Dann fahren wir da auch noch schnell vorbei. Im Vollskate. Ja! Vollskate Squad! Wow! Jetzt aber, da schon hin. Schauen wir mal, was hat denn der? Hat der noch was? Dealer? Ja, der hat halt nichts mehr, gell? Also den versorgen wir dann schon. Der ist nicht so wichtig. Das Snooze-Bene macht's 5-fall. Kauft den Soil Pourer. Absolut richtig, Herr Bordrobot. Da haben wir wahrscheinlich ein bisschen weit hinten dran. Da ist schon wieder Bullenkarre, aber das ist mir ja groß. Wir gehen jetzt da um. The Piss Hut. Das ist ein Affen. So, sagt der Bulli da nichts, wenn da Haus die einfach sperren right off ist. Na gut. So, bei ihm können wir das nicht, bei ihm oben, aber bei ihm kannst du das Klump geben, gell? Schauen wir mal. Da haben wir. Jetzt, a special metal pot with moisture preserving functionality. Soil will lose moisture 40% slower. Ja, für die 30 geht natürlich, nimm's mit. Wir brauchen 1, 2, nehmen wir einfach mit 3, 4 Eimern. Used to hang grow lights. Haben wir da was Größeres auch noch? Nein, da nehmen wir mal 3 mit. Scheiß der Hund drauf. Und a simple LED grow light emits a pure light that stimulates plant growth 15% faster than halogen. Must be placed on a suspension rack. Das kriegen wir auch. Dann nehmen wir auch 3 mit. Ach, unser Inventory won't fit everything. Jutzi, fix nochmal diese scheiß Inventarscheiße! Was tue ich, weil ich wieder einen Samen mitnehmen muss? So, was ist da jetzt? Fahren wir schnell heim. Was der ich sag? Bitch, da schaust du. Body Search, der Mann ist under arrest. Da bin ich abgeskatet, Boys! Ich bin abgeskatet! Oh, ich bin in die falsche Richtung geskatet. Wir sind mal wanted, die versteckt mich da hinterm Haus. Lass mich eine!
Was tust denn du da eigentlich? Steckst du einen Müll zwischen die Fensterscheiben? Police are nearby. Mach's Licht aus! Mach's Licht aus! Kann man das Licht nicht ausmachen? Da muss das Licht ausmachen gehen. Mach's Licht aus, Leute! Versteckt euch! Versteckt euch! Wir sind immer noch wanted. Die werden schon nicht kommen. Psst. Oh, da draußen piepst irgendwas. Die werden schon nicht kommen, die werden schon nicht kommen. Wird schon passen. Ja, so, passt. Wunderschön. Ah, ja. Die hat's mich gerade Vollgas gerissen, aber hat's doch nicht. So. Das ist... Ja, die Soil-Dispenser haben irgendwie scheiße. Es ist einfach nicht so gut durchdacht, irgendwie, das mit den... Die Aufstellung. Für die braucht man nochmal ein Stückchen mehr Platz. Dann war es schon in Ordnung. Aber so... Dann machen wir jetzt so, pass auf. So. Da hinten, den Bumsbaum ab. Das soll ja jetzt freiwillig, wie es ist, aber warten wir noch, bis es fertig gegrowt ist. So. Den bauen wir ab. Den bauen wir ab. Und stellen wir auch mit rein. Das Ding ist einfach nur nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir so. So. Und ein Batzen Seeds brauchen wir morgen auf alle Fälle. Haben da schon Seeds drin. Also haben da noch keine Seeds drin. Ich baue noch mal 2 Miyoji Kusho. Haben wir Miyoji Kusho überhaupt noch im Sortiment? Nein, haben wir eh schon nicht mehr. Na gut, dann lassen wir Miyoji Kusho sein. Machen wir Green Crack. Dann machen wir Purple. Ein Purple Shit machen wir. Renn damit. Easy. Easy. So, jetzt müssen wir bloß noch warten, bis der ganze Bums da irgendwie einmal fertig zum Ernten ist. Schaut eigentlich alles ganz gut aus. Da tun wir nochmal eine aktivieren. Dann gehen wir mal schlafen und dann regeln wir das. Alles, was ich heute regeln wollte, ich habe nichts davon geregelt, ich regel die morgen. Das Nussmann möchte schon wieder irgendwas. Ich brauche Green Crack. Los, Birger, Anfrage. Wollen wir den Dealer aushauen, ich mache alle, dann hätte ich was zum tun. Gut. If you say so, my friend. Have a great time. Have a great time. Okay, bye. So, eingepflanzt ist da ist ja noch Kokosid nicht drin. Wir brauchen Green Crack, den baue ich noch schnell an. Und Cash Seed brauchen wir nicht. Machen wir den mal raus. Already contains a seed auf einmal wie durch Zauberhand, was kein Mensch, wie das hergegangen ist. Aber passt schon. So, jetzt warten wir noch, da ist was zum Ernten. Gleich abgeerntet den Schund. Dann werden diese Zeiten, ja gut, die können wir eigentlich dabei noch stehen lassen. Aber wir können die Water Dispenser abbauen. Damit wir unsere Gurten da damit bewässern können. So. So. Sehr effizient ist das nicht. Ja, das gefällt mir alles nicht so. Bei dem mittleren Depth ist nichts drin. Habe ich mir verschaut vorher, ich Vollidiot. Da was drin? Da ist ja gar nichts drin. Da ist ja gar nichts drin! Na gut, dann bauen wir da einmal Green Crack und einmal Purple Shit an. Purple Shit. Ja. Jawohl. Mit da man kommt da auch nirgends hin und so, gell. Da ist doch nichts drin. Da was drin? 0% Growth. Ich kann da nichts rein da. Wieso kann ich da nichts rein da? Weil ich jetzt einen Samen in die Hände nehmen muss, ich Vollidiot. Ich meine, da steht zumindest irgendwas dort. So, das pfeffert mir in den Sicken drin. Warum haben die Dinger da noch nicht angeschnitten? Irgendjemand hat Gartenschein. Platz abschneiden, Ernte rein, Ernte raus. Hopp. Ich nehme dabei gleich mal das Soil. So ist brav. Da bin ich hergestellt, keine Zeit verloren. Keine Zeit mit dir verloren. Benni, hast du das Handy im Blick? Ich hoffe. Ich hoffe sehr. So. I haven't had my fix in too long. I really need something right now. You got anything I can buy? Was? Rettet's? Haben wir jetzt so viel in unseren Deppenschädel eingeraucht, dass die Wand mit mir schmerzt? Where is my room? Make an offer, follow me, I need to grab it first.
Follow me, I need to grab it first. What the fuck is happening? Ich schmeiß bei mir durch den Wind durch. Hallo Donna, hey, haben wir mal schnell für dich ein Bagel Schund da, oder was? Sonst bin ich, regelst du das? Kann das jemand anderen regeln, weiß ich jetzt auch nicht. Hat mir mal damit nichts passiert. Ich weiß nicht, ob du das... Die ist süchtig, das ist gut für uns. Kannst du das regeln? Nein. Dann brauche ich schnell irgendein Bagel. Kannst du was verbaggeln? Was braucht denn die Alte? Mehr? Make an offer. Also ich muss ja quasi dann was anbieten. Das ist dann wurscht. Follow me, I need to grab it. Ich brauche irgendwo... Ah, da haben wir einen Haufen Scheiß schon hier. Kriegst das Gute. Granddaddy Purple. Sedating, Tropic Thunder, Green Crack brauchen wir selber. Ja, der OG Kusch-Scheiß muss ewig. Verkauft mir 8-mal OG Kusch. Ja, make an offer. 8-mal OG Kusch für 350. Du das... Oh. Machen wir so. Ja, 70% Scheiß, den nehmen wir mit. Nimm's mit, den Schund. Ja, nimm den mit, den Schund. Hauptsache vor Asse. Asse mit dem Schund. Ja, das heißt, der da umeinander. Bist du behindert? Das ist mitten in der Nacht. Muss ich nicht von meinem Haus die Stirn da Rauch auffangen. Bist nicht ganz sauber, oder was? So. Wir schauen mal aus. Da hat die Guten. Die Pot already full. Wenn das nicht gut ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Und dann müssen wir offensichtlich wieder Samen kaufen. Die Pflanze jetzt da haben wir noch. Oh, dann müssen wir noch Säule reinschütten. Damit ich auch mal irgendwas tue in meinem Leben. Einmal Säule. 5 Seed rein. Und dann muss halt irgendjemand mit der Gießkanne gießen. Da haben wir schon noch was drin schon hin. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Schaut die Gießkanne anders aus? Hat das ein neues Model? Schaut die schon immer so aus. Die war doch eigentlich, die runde, habe ich mein iPad. Naja, gut. Was haben wir da? Da schauen wir eigentlich richtig gut aus. Ja. Da schauen wir richtig gut aus. Da schauen wir gut aus. Da schauen wir gut aus. Ja. Jetzt sind wir schon drin in der Gameplay-Loop, meine Damen und Herren. Jetzt sind wir schon drin. So wie... Bruder, hast du gerade... Ich hab gerade auf die Uhr geschaut. Möchtest mich du komplett verarschen eigentlich. Was haben wir? Wir haben doch nichts da! Okay, der haben einfach so, als hätte ich nicht geschaut. Ja, gehen wir schlafen. Gehen wir heute hin, Kinder! Du hast noch Gießkanne im Inventar. Hab ich gesehen. Was macht man mit den Kloschüsseln? Ding, das verstecke oder muss man das Zeug runterspülen, wenn die Cops kommen? Herr Flix, das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nicht so lange gespielt, aber die anderen machen für mich so den Eindruck. Jetzt haben wir aber richtig einmal eine verkauft. Da schaut er mit dieser. Tag 19. Paddler 2. Was kriegen wir? Paddler 3. Mega Bean und ein AirPod. Was auch immer ein AirPod kann. Dann müssen wir schauen. Nächste Woche noch einmal. Bernie, was sagt ihr? Ab in den Chat. Möchten Sie noch eine Runde? Machen wir nochmal Community-Zock. Nur noch, also wenn wir das spielen, dann nur noch Community-Zock, bis ich so weit kommen, weil das ja ewig dauert. Totaler Kalter. Also keine Ahnung. Also ohne Scheiß. Also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal... Alter, müsst mich verarschen. Ich meine, das ist vielleicht 9. Oder 3/4 9. Obwohl ich hab's Wasser leider Gottes in den leeren Topf weggeschissen. Ja gut, wir haben da einen Grower. Und nächste Woche haben wir dann auch mehr zum Durchschienen, zum Aufteilen. Zumindest einmal ein bisschen einen Grundplan, wo, wie und was. Bloß das Einzige, was ein bisschen confusing ist, finde ich, ist die Mixing-Geschichte. Finde ich. Weil das so kompliziert ist dann untereinander, ja, wie viel darf ich annehmen, wenn das der Dealer macht und wie viel nicht und so weiter und so fort. Das ist alles so ein wenig, ich weiß es auch nicht. Vollweed Squad, sehr unterhaltsam. Jupp F, ja, bin schon angesuchtelt. C plus fix, Freile, nochmal mit der Zeit geht's mir in Satisfactory 2 Stunden rum und noch nichts geschafft. Kenne ich, dasselbe Phänomen. Da gibt's ein paar so Spiele, wo das Phänomen so ist. Satisfactory habe ich zwar schon lange nicht mehr gespielt, zugegeben, aber in Factorio zum Beispiel. Ulfric! Weil du den Fehler von 4 Spielern gemacht hast. Will ich nächste Woche instant mitmachen. So, Herr Wulfric.
Ist irgendjemand da herin Bass? Ich meine, er war der vierte. Er war der vierte Invite. Der vierte. Ist irgendjemand Bass, wenn ich ihm da jetzt zusage und sonst niemanden? Muss ich mir dann von irgendeinem behinderten Arschloch anhören, ich hab bloß weil er 5 Euro geworfen hat, weil na. Weil einfach na. Wird irgendjemand lästig, wenn ich ihm das jetzt zusag? Ich hoffe nicht. Na, passt schon, der Mann passt. Der ganze also ich hoffe, mir ist auch die Leute hier sind übrigens, und es ist immer das Gleiche, es ist nie ein Idiot dabei. Nie. Egal in welchen Community-Zock, den wir mir machen, es ist nie irgendein Troll, irgendein Spacken oder sonst irgendwas dabei. Das ist absolut faszinierend. Darum hoffe ich, sind wir die jetzigen 3 Leute auch nicht besser, wenn es nächste Woche dann halt nicht dabei sind. Auch wenn es mir den Invite nochmal als erster schicken. Ich hoffe, ich kann mir bis dahin die Namen merken, aber für was habe ich euch? Für was habe ich euch? Du wärst schon Erdnussbrot, du baust da. Ich philosophiere ein wenig vor mir hin, schau euch ein wenig zu. Weißt du selber, was es ist? So Dinge wollte ich eigentlich kaufen, oder habe ich den Eindruck, haben wir genug. Tun wir da wieder Erden rein. Samen braucht man. Was ich jetzt tue, ich gehe jetzt los und kaufe Samen. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Mein innerer Monk ist so, das ist ja sicher ein Durcheinander, Alter, was sind denn OG-Cookies, Alter? Was ist der Pink Thunder Fuck? Was ist denn das alles? Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Du hast mich noch nicht dabei gehabt. Ja, von hinten, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn's, weil der Sprengi nicht mitspielen darf. Wir können es auch so machen, ich suche mir die Leute nächstes Mal aus. Hostest du? Sprengi hostest du? Sprengi hostest du? Aha! Du bist ja da einfach ein Guter. Was? Ist das jetzt, kann ich jetzt nicht identifizieren, oder ob das ironisch gemeint ist oder nicht? Ja, Aha, das ist zu viel des Lobs, dankeschön. Wenn es ironisch gemeint ist, fick dich. Ich glaube, du bist lange nur dabei, weil du weißt, was gemeint ist. Warum seit wann habe ich eigentlich angefangen, dass ich mal für sie eine Aussagen rechtfertige? Wenn es ernst gemeint ist, zu viel des Lobs. Wenn es ironisch gemeint ist, fuck you. So sieht's aus. Was wollt ihr denn eigentlich da jetzt? Samen? Nein! Oh Gott sei Dank, Alter, ich hab bloß einen Müllsammler dabei. Sprengi hat's nicht, ja, das ist schade. Ärgerlich, Sprengi. Da wird's Zeit. Ja, wo ist jetzt der andere Trottel? Was sind Sie da drin? Da ist Complete Deal. Da kann ich nicht. Wo ist jetzt der andere? Achso, man muss den schon eben anrufen. Ja, dann rufen wir jetzt noch an und kaufen wir die fetten Sachen. Wer sind Sie? If you need some Pseudo, I'm your gal. Send me. Gott, die kommen mir bald überhaupt nicht mehr aus. Wir hatten die Leute. Snus, Benny. Wer sind denn die Leute da in diesem Telefon drin? Die kommen nicht mehr aus. Albert Hoover. So. I need to meet up. Agreed. I'll be under the north end of the overpass for the next 6 hours. Was ist denn under the north end of the overpass? Was ist denn der North... Purchase Phosphorus from? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Potential Customer. Was ist denn das Nordend vom Overpass? Das ist... Das da? Was ist denn der Overpass? Ist in der Nähe. Wo bin ich überhaupt? Wo bin ich? Rechts vor deiner alten Bude. Also, da hinten irgendwo, North, ja, okay, das macht einigermaßen Sinn. Nochmal, gehen wir da um, dann laufen wir da aufs Fasslaufen, los geht's, weiter geht's. Beim Dan, kriegen wir schon, ich schaue mir nach. Ich gehe mir nachschauen. Was sauberer Drop-In, fahr jetzt da mal links hinten. Das ist halt ein bisschen blöd, dass der nicht auf der Karte einzeichnet, weil wir den finden, ist aber ein bisschen... ein bisschen weiter unten steht der Name in der Map. Bin ich behindert oder was? Das ist sein Stash. Ach, da ist er Mein Gott, Birger, du blinder Das ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Aber gut, was da denn noch nicht euch? Ich darf den ganzen Tag den Zipfel anschauen und darf mich selber angreifen. Lass dich mir nicht an wieder, du. So, Supply Meeting. Wo ist denn der? Der steht ja mitten da auf der Straße, damit ja keiner sagt. So. Yes. Wir brauchen wir.
Snooze-Bene, bevor ich da jetzt zusammen kaufe, was man mir, das ist das, was ich vorher sagen wollte, was mir ein bisschen durcheinander bringt, wir haben so unendlich viele verschiedene Sorten. Vorher hat noch jemand in den Chat reingeschrieben, was das ist. Ich weiß schon, was das ist. Das sind die zusammengemischten Sorten und so, aber es ist so schwierig, das zu überblicken. Vor allem auch, wenn wir 4 verschiedene Leute sind. Einer verkauft, einer tut das. Ja, kann ich den Deal jetzt für die gemixte Sorten annehmen? Ich finde, das ist ein bisschen kompliziert gemacht, finde ich. Darum sollten wir uns auf 2 Sorten konzentrieren, nämlich Green Crack und Granddaddy Purple. Mehrere machen wir nicht. Deswegen kaufe ich jetzt da einmal 10 Samen davon und 10 Samen davon für 850. Nimmt der Cash? Ich hoffe schon. Keine Kartenzahlung dort, only Cash. Ja, das passt schon. Weißt du was, dann nehme ich gleich nochmal 2 für einen Tausender. Ja, weißt du was, nimm 15. Nimm 15 und 16 ist doch wurscht. 1300, machen wir 1500 Euro voll. So. Purchase, easy. Easy going, mehr brauchen wir nicht, es wird alles vertickt. Da müssen wir schnell umgehen. So, sauber umgegallit. Oh, nice gap. Vielleicht können wir da mit so viel Schwung dass wir da endlich einmal rauskommen aus dem scheiß Sandloch. Wieso hat denn da ein Sandloch hingebaut, damit man nicht da mit 4000 km/h in seine Bude einskaten kann? So. Ich habe mir einen ordentlichen Batzen Samen gekauft, den legen wir da rein. Zack, zack. Zack, zack. Easy. Shit. Da überhaupt schon überall was drin, ne? Da, was ist jetzt denn hier da? Wolfdragon, rauchst du schon wieder? Rauch doch schon wieder. Das ist seine Verraucher, das ist das Anbauen. Die Depfen alle leer. Ja, dann machen wir jetzt einmal einen Benny einen ordentlichen Batzen Green Crack. So schaut's aus. Und ein paar Sprenkler kann Depper kaufen nochmal. Haben wir da noch nicht fertig da. Ja. Jetzt aber hier. Fließbandarbeit, damit da mal irgendwas Produktives passiert. Easy. Was ist mit denen? Wer braucht eine Gießkanne, wenn man es so machen kann? Achtung. CG plus Pro Gaming. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ah, da, Green Crack, rein damit. So, ist da überall was drin? Already contains Seed, jawohl. Ein paar Wassersprenkler kann man immer noch brauchen. Immer noch. Purple Hammer. Da ist schon was drin. Da ist schon was drin anscheinend. Oder auch nicht. Dann machen wir in der Mitte Purple, damit mein innerer Monk zufrieden ist. So. Und außen rundum machen wir das Green Crack. Mein innerer Monk zuckt, wenn er das sagt da. Mir kommt es aber irgendwie so vor, als in die Grow-Tents wächst das Zeug schneller als da. Der McDolly 28, schön, guten Abend an alle, guten Abend zurück. Ich habe keine Ahnung, ob sie wissen, wo sie sind und ob sie meine Sprache sprechen, aber das wird schon. Es hat mich gefreut, euch zu dienen, Herr Birger. White auf einen erfolgreichen Stream das Bett ruft. Herr Erdnussbrot, hauen Sie sich ins Bett hinein. Es war mir ein Fest. Kuss auf die Nuss. Merci fürs Mitspielen. Bitte ein absolutes Pro-Gaming und ein F rein für den Herrn Erdnussbrot, der sich jetzt ins Bett schleichen muss. Merci fürs Mitspielen. The growing is intense. Gott, das spreng ich. Hau ab und halt dein Maul. So behindert. Keine Ahnung, was ich da dazu sagen soll. Es steht dass in die Depf um 25% länger braucht zum Wachsen. Ja, aber wieso soll ja man dann diese Depf kaufen? Anstatt die Grow-Tents? Kommt da dann auch mehr Ertrag aus? Das muss ich jetzt einmal beobachten. Wir haben halt den Dünger ein. Wir haben doch 3 Pfund von dem scheiß Dünger da. Wieso der man den nicht ein? Verstehe ich nicht. Da brauchen wir jetzt nicht mehr eine da. Aber da zum Beispiel. Das müssen wir alles so drüber tun. Dass alles bedeckt ist, glaube ich. Ja. Easy. Ich weiß ja gar nicht, wo wir die haben. Die muss ich bei anderen gekauft haben. Ich glaube, ich habe die nicht gekauft. Warum der jetzt da lila wird, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich vom Licht. Easy. Wieso haben wir dann nicht gleich die Diane-Lampen gekauft? Sondern diese Halogen-Dinge, das verstehe ich auch nicht ganz, aber das ist wurscht.
Ist auch wurscht. Da ist wieder am falschen Ende gespart worden. Da ist am falschen Ende wieder gespart worden. Sagt es noch, wie es ist. Wenn wir das einer. Ja, dann kriegt das schon langsam ein Gesicht. Jeden Montag, was ist mit euch zwei? Also wir haben unser Weekly Topside voll. Und ich hätte noch 1000 in der Tasche. Weil die noch nicht freigeschalten gewesen. Ach so! Okay, Herr Wolf Dragon, um Gottes Willen, war kein Angriff, aber ich habe mir gedacht, du hast da vielleicht gedacht, kauft mir das billige. Zelte 8 Bats, ich stelle 12 Bats. Ah, okay. Ja gut, das macht Sinn. Das macht auf alle Fälle Sinn. Müssen wir das Wassersprenkeln nicht vergessen. Gibt es da irgendwann automatische? Oder vielleicht so, dass man es so in Reihe schalten kann? Dass wenn man eine Reihe druckt, dass dann 5 losgängen oder so? Da die mir jetzt wünschen. Wird schon. Herr Drittel, übrigens, merci dir für deine Information. Ja gut, dann können wir da nicht recht viel machen. Dann würde ich sagen, um Gottes Willen, es ist halt 10. Was ist mir jetzt denn? Jetzt gehen wir schlafi, dann ernten wir den Scheiß, wir backen den Scheiß ein und verkaufen wir morgen den ganzen Tag und dann stehen wir mir nächste Woche richtig gut da. So sieht's aus. Kannst Bong nutzen? Ali, nächste gute Frage. Ich glaube aber nicht. Glaube nicht. Automatisch geht nur mit Personal. Ah, okay. Also wir haben nur so viel OG Kusch, das bringe ich jetzt auch noch unter die Leute. Das ist die richtige Einstellungsnuss, Benny. Ja, richtig. Oh, da schau mal hier, oder wie viel Green. Warum wird vom Green Crack so verkauft, aber von dem Granddaddy Purple nicht? Aber von dem Granddaddy Purple, wenn wir mir jeden Tag bloß 2 bis 4 verkaufen, dann musst du mittlerweile 5000 in der Hosentasche haben. Da müssten doch. Da, 20 Tokyo Gold. Stell dir selber, was du brauchst, Benny. Schau dir das an! Das schneide ich jetzt alles an, den ganzen Bums da. Achtung! Use trimmers to harvest. Harvest that shit. Das schaut ja den Bums so. Ja, dann können wir Tipp gleich lassen für nächste Woche, damit die nächste Woche was zum Tun haben. Ja, also ganz ehrlich, jetzt nach der ersten, das ist ja unsere erste Multiplayer-Erfahrung, auch meine erste, ich spiele das Spiel off-stream nicht. Wo ist jetzt die letzte? Ah, jetzt. Ich spiele das Ding off-stream nicht, kann ich absolut nachvollziehen, was da so viel Spaß macht. Es ist so fucking simpel. Wo ist jetzt wieder das letzte Ding? Wie hat's geheißen? AD Rotate Pod. Ah. Es ist so fucking simpel, aber so aussuchtelnd. Oh, mein Inventar ist voll. Achtung, den Rest kannst du ausschneiden, mein Inventar ist voll. Ich gehe einmal zum Baggeln. Also, wacht. Ich baggle jetzt einmal ganz viel Purple Shit. Also, haben wir schon. Okay, Pack. Das heißt so. Das ist halt schon geil. Das ist halt schon witzig. Und es ist alles eigentlich für das, dass das Spiel so früh ist, also noch nicht recht weit ist. Ist normal, dass da rechts alles übergeht. So, kriegt man ein bisschen Green Crack rein. Oh. Ach, ich muss. Will ich das in die andere Richtung anlassen? Nein, mir ist ein Bart gefallen! Was tust du jetzt mit dem? Der ist jetzt weg, oder was? Was ist jetzt mit dem einen da? Kann ich... Ach so. Da ist wirklich an alles denkt man einfach. Da sagst du einfach, da hat jemand Bock auf sein eigenes Spiel. Und sowas mag ich. Ja, wo du einfach sagst, hey, da hat jemand mitdenkt. Da hat jemand mitgedacht. Muss da mehrere zusammenbaggeln? Nö. Ja gut, geht er mit der normalen Backelmaschine, geht's ja auch nicht. So, das waren uns noch ein paar. Ich fürchte so ein bisschen, dass der Wolf Dragon gerade ein bisschen nichts zum Tor hat. Aber der findet sich schon eine Aufgabe. Oh, leck, schau, was ich zusammengebracht habe. Zack, zack, zack. Und dass das Multiplayer-Erlebnis ist außerordentlich gut. Kann ich mir vorstellen, vor allem auch unter Freunden. Kann ich mir das extremst gut vorstellen. Dass es richtig Laune macht.
Und was wir heute noch mal alles rausgefunden haben, was es noch alles gibt, also dass man sich Buden kaufen kann, das habe ich gewusst. Und das ist ja schon mehr oder weniger vorangekündigt worden. Aber dass noch so viel Zeit gefallen, der Teil mit Geld waschen und was weiß ich was noch ist, und dass man dann die einzelnen Geschäfte kaufen kann, wenn man da drin dann auch noch Sachen zum Tor hat, dann war es absolut narrisch. Und ansonsten sehe ich da sehr, sehr großes Potenzial weiterhin für das Spiel, weil das einfach nur gut gemacht ist und ausfertig kommen. So, Bene, ich hab dir Zeug produziert, dass du sagst, gibt's das. Was haben wir da? Tokyo Gold. Das kommt ins andere Regal. Wir haben so viel Granddaddy. Wir haben so viel Granddaddy-Shit. Was wir da jetzt modern ist folgendes. Obacht. Produkte Granddaddy Purple. Das wollen sie irgendwie nicht. Machen wir es mal billiger für einen 50er. Character? Ach, das bin ich. Ja, gut, passt. Ich pack dir mein Rezept für Granddaddy später in die Kommis, dann hat der Mixer nächste Woche was zu tun. Ah, ich verstehe. Herr Joachim, ich verstehe. So, kann man jetzt eigentlich dieses Ding benutzen? Nein. Dann stellen wir es zumindest schön als Dekoration da hin. Verdammt, das bleibt nicht stehen. Herr Entwickler, ja, danke schön. So. Ich möchte bitte alle Bons der Stadt hier drin. Danke. Da schaut's aus wie im Saustall. Da rennen wir noch schnell zusammen. Ja, scheiß Müll-T-Shirt, fick die doch. Was soll das denn? Was soll das denn? Gibt's da aggressive Trash-Pickup-Scheiße wie das da, wo wir bloß 8 Teile einpassen oder 2 Teile und 3 Bladel? So. Vor allem das ganze Grown und das Herrichten und so weiter, das hat ja früher schon funktioniert mit irgendwelchen Grow-Simulatoren und so einem Blödsinn. Und das jetzt noch in so ein Dings da verpackelt, das dann Müll produziert, das eine eigene Aufgabe ist. Du musst dich ums Inventarmanagement kümmern, was auch Spaß macht. Ja, du hast die ganze Zeit Progress, du hast die ganze Zeit das Gefühl von ich möchte mehr, ich möchte mehr, ich möchte mehr, ich möchte mehr. Und schon hast du eigentlich ein funktionierendes Spiel da. Das ist eigentlich schon... Es ist halt so geil, wie dieses Spiel wahrscheinlich auf Steam einfach 5-mal oder 10-mal so viel Leute spielen, wie zum Beispiel Assassin's Creed Shadows. Das ist was, das macht mich einfach glücklich. Das macht mich... Ja, es tut mir leid, aber ich labe mich im Leid von Hurensohn-Entwicklern. Ja, die mir das Leben schwer machen, weil sie so eine Scheiße produzieren. Ich darf das. Okay? Ich darf das. So, Wolf Dragon, hast du zufällig Tja? Da gehört noch eine Pflanze zugeschnien. Bis zum nächsten Mal. Ich bring dabei einen Träger raus. Nicht so weit im Wald ein. Wie viel Müll ins Eck sammelst mit der Mülltüte auf? Ich sammle gar nichts auf. Das ist. Ja, ich weiß ja nicht, wie lange du schon dabei bist, aber ein Flo, eigentlich habe ich den einen, du bist schon sehr lange dabei. In allen diesen Simulatoren, wenn es irgendwelche Sachen zum Aufräumen gibt, räumen wir das nicht auf, sondern wir machen einen großen Müllberg und schauen mal, wie groß das er werden kann. Bis das Spiel abkackt. Der Tag wird kommen, wo das Spiel abkackt. Ach du, hat er schnell selber abzwickt. Du, da hat er schnell selber abzwickt, das passt. Das passt ja auch. Wo ist denn jetzt das Nussbein eigentlich unterwegs? Dealt der schon wieder in der Weggeschichte umeinander, oder was? Da ist er. Hm? Schaut's ihm zu. Der ist beim Sauerkraut Supreme. Was tust denn da wieder? Was tust denn da wieder? Das ist der Benji. Wie schaut's bei dem eigentlich aus? Der wird nichts haben. Wir haben ja... Hoppla. Wir haben ja... jeden Customer weggenommen. Und Snoozebene, wie du das da im Überblick hast mit der Kundschaft, das weiß kein Mensch. Aber da ein paar Nachrichten können da rausgeschissen, glaube ich. So, und dann, glaube ich, schaut es eigentlich ganz gut aus. Für nächste Woche haben wir auf alle Fälle ein paar neue Quests, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zwar ist das Ziel für nächste Woche, dass man mir, ich mag die Wörter jetzt da nicht benutzen, weil ich einfach mal schauen will, obwohl ich es schon benutzt habe, aber mal gucken, schauen will, ob dann Streams nicht entmonetarisiert werden. Das war eine tolle Geschichte. Sally, kannst du am Müllberg hupfen und immer her werden? Haut's das Zeug umeinander, wenn ich da drauf rumspringe? Nein, ich kann leider nicht immer her werden. Aber ich kann auf dem Müllberg drauf hupfen. Habe ich das Gefühl? Warte mal. Ja, auch nicht so richtig. Also es wird, glaube ich, nicht als Objektkollision dargestellt.
Naja. So, haben wir alles angesagt? Schau, wie stehen wir da? Also gut, wir haben jetzt nicht so viel Kohle auf dem Konto, aber schaut mal unsere Regale an, Bruder. Schau mal die Regale, also der Net Worth der ist ja bei 5 Millionen, Alter. Gibt er das? Wir haben 1000 in Cash, gute 2500 auf der Karten, haufenweise Ingredients. Die 2 Regale machen meinen inneren Monk nur ein bisschen fertig, aber das kriegen wir nächste Woche dann schon. Ob wir nächste Woche dann schon mit die 25.000 eine neue Nummer aggressive Bude kaufen können, weiß ich nicht. Eventuell müssen wir dann nochmal einen Stream reinhauen damit. Warum auch nicht? Solange die Bumsbude da Spaß macht. Aber nächste Woche nicht vergessen, am Freitag in einer Woche gibt es in der Sommerzeit ausnahmsweise mal einen Stream am Wochenende am Freitag mit Doom the Dark Ages. Und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen wechseln. Dann werden wir montags Doom spielen und am Mittwoch werden wir dann das da spielen. Weil warum nicht? Der Jack the Ripper schreibt, 25k hast so schnell beieinander. Ja, wenn du richtig koordiniert machst, glaube ich schon. Die Frage ist jetzt auch, für wie viel, dass sie dann die nächste Stufe an fragwürdigen Substanzen verkauft und schneller verkauft und wie viel Geld das die bringt. Schauen wir mal. Kriegen wir schon. Ansonsten, da ich jetzt halt einfach mal langsam aber sicher sagen, bis spätestens am Tag. Beni, keine Sachen mehr annehmen. Ich und der Wolf Dragon stellen wir uns jetzt einfach zum Bett her und warten wir, bis es vorbei ist. Komm mal mit. Alter, ich hab 4000 in der Tasche. Der Snooze Beni hat 4000 in der Tasche. Wieso hat er 4000 in der Tasche? Wir haben ja alle unterschiedliche. Wir teilen uns alle das Geld. Also teilen wir uns bloß an die Kreditkarten und jeder hat seinen eigenen Cash-Stack. Ja, der Snoozler ist der ist on fire. Ich würde fast sagen, er ist auf Crack. Da kommt er. Jetzt habe ich mich total verdrückt. Der Wolf Dragon steht darin. Der Wolf Dragon ist am Verticken und du bist am... Okay, jetzt pass auf, ich brauche ja das Geld vorher. Ich brauche das Geld, Snoozler. Ich brauche das Geld. Kann ich das reinstecken? Ja, tatsächlich. Könnt ihr mir das Geld da ins Regal transferieren, dass wir das nächste Woche noch haben? Kauf einen Safe, da kannst du es sein, nicht, weil? Macht jetzt auch der Safe einen Sinn. Ich habe jetzt eigentlich gemeint, dass das global ist, die ganze Cash-Scheiße. Wir kämpfen jetzt noch miteinander einen Raucher. Schaut, dass der andere nicht mehr da ist. Nusler, merci dir. So. Shift klicken. Ah ja, genau, passt. Skateboard. Ich hoffe, das ist kein Stress. Jetzt nimmt sich jeder noch die Wunschtüte seines Vertrauens. Ich glaube, ich nehme das da oben. Was ist denn das? Ist das der gute alte Pink Thunderfuck? Ich glaube, ich probiere einen Pink Thunderfuck. Dann stellen wir uns her und zwirbelt mal an. Komm. Reingezwirbelt. Das ist ein bisschen nah. Achtung, reingezwirbelt. Und lass uns einen Screenshot machen. Jetzt, oh, warte, ein bisschen der Nemi. Nein, der Nemi. Rein mit dem Screenshot. Oh, ja. Ich mache einfach Screenshots. Ist ein guter, was? Ja, ich kann da meine Kamera leider nicht bewegen, so jetzt. Na, Wolf Dragon, ja, passt. Jetzt feiert nur der Letzte. Schade, dass er nicht mehr da ist. Herr Erdnussbrot. Press F für ein Erdnussbrot. So, haben wir's. Speichern, sonst Kohle weg. Ja, richtig guter Punkt. Safe Game. So. Aber was wir mir noch deren, was wir noch schnell deren ist, bei so was, jetzt drücken wir alle noch schnell aufs Bett, machen wir den nächsten Tag zum Start. Ja, wobei, dann haben wir nächste Woche ein bisschen Zeit für den nächsten Tag zum Koordinieren, was wir deren. Komm mal mit zu so einem geheimen Fach, dann kannst du es haben. Merci, dass ich mitmachen hab dürfen. Hashtag Platz 1, Triple F an Mod und so weiter. So weiter. Erst Nussbene, Kuss auf die Nuss fürs Mitmachen. Ja, ist sowieso klar. An den Wolf Dragon selbstverständlich auf, aber die Ansage kommt gleich noch. Gehen wir ins Bett! Ab auf Schlafen drücken, da wird nämlich dann auch gespeichert und dann machen wir es spät zu, damit das anständig gespeichert ist. Wie spät ist es überhaupt schon? Das ist jetzt einigermaßen normal vergangen, die Zeitspanne. An alle, die sich nach dem Gameplay immer direkt schleichern, es war mir ein Fest! Und meinen Gästen heute, es war mir ebenfalls ein Fest. Oder waiting for other players. Jetzt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Tun Sie mir einen Gefallen, smashen Sie den Like-Button auf dieses Video hinauf. Seid nicht so faul, verdammte Lurker und Leute, wo ich auf dem zweiten Monitor laufe. Und an alle Leute, die vielleicht eingeschlafen sind. Guten Morgen, rest in peace, Mr. Headphone-User. Und Like-Button smashen und wiederschauen. Und dann schmerzt mir noch ein bisschen was. Er ist jetzt da der Letzte, der noch nicht auf Schlaffer drückt. Was ist da los? Herr Wolf Dragon, absolut kein Stress. Sehr gerne noch ein kurzer Tipp. Man kann sich buffen mit dem Zeug.
Nee, hat vorher schon jemand geschrieben, mit dem Green Crack laufst du schnell und lauter so ein Scheiß. Ja. Das ist ja das Nächste, so eine kleine Mini-Mechanik, dass du selber mit der Scheiße buffen kannst. Da bin ich gespannt, was mit der nächsten Stufe Substanz los ist. Continue. Headler 3, was kriegen wir? Das kann ich mir nicht mehr. Chili. Okay. Easy going. Neue Ingredients zum Mixen. Dann drücken wir da auf Game Saved. Und dann gehen wir da her und ich gehe auf Quit und mache zu, nicht, dass das irgendwie komisch umeinander speichert. Schau her. Look at that Monados, bitches. Easy. Nice. Der Winky schreibt was furchtbar Wichtiges. Der Winky schreibt, merci für die Disziplin und das Mitmachen, so macht's Spaß. Es ist ja jedes Mal dasselbe, da habe ich sehr lange Zeit ich habe immer davor, nicht machen wir so viel Community-Zocks, machen wir nicht. Und jetzt mal davor habe ich kurz Angst damit, oh Gott, wenn dann wieder einer umeinander da sage ich automatisch schon wieder, obwohl niemand jemals getrollt hat. Außer vielleicht in DayZ ab und zu einmal ein bisschen, aber da haben nicht dann gleich, wie viele Leute waren da auf dem Server? 60? Ich weiß nicht mehr. Ist ja klar, dass von 60 Leuten auf einem Haufen irgendein Trottel dabei ist. Das ist ja klar. Aber der allergeilste, werde ich auch nie vergessen, war der, den wir zum Gulag teleportiert haben in DayZ. Und dann auf Hochdeutsch irgendeine Scheiße gelabert hat und sich voll aufgeregt hat. Was ist das denn für eine Scheiße? 2 Sekunden, glaube ich, hat es dauert. 2 Sekunden, glaube ich, hat es dauert. Und irgendjemand hat ihm in die Fresse geschossen und alle haben sich totgelacht. Und dann war der eine Störenfried auch schon fort. Es war mir ein Fest. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Erdnussbrot, Snooze Benny, Wolf Dragon, Kuss auf die Nuss, merci fürs Mitmachen. Genau darum wird sowas immer öfter geben. Ich glaube, dass das also ein bisschen vielleicht, wenn die Spiele die Möglichkeit geben, natürlich, so ein bisschen die Zukunft also des Streams ist. Glaube ich. So mehr Sachen mit Community-Zock etc. etc. Es ist einfach immer gut, es macht immer Spaß. Ich glaube, das macht auch die Leute Spaß zum Zuschauen. Mir macht es Spaß. Ich bin zwar manchmal ein bisschen überfordert, alles im Blick zum Behalten, einen Chat und euch und dann da noch einen Chat und überhaupt sowieso, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Freier schreibt, beste Community halt. Wir haben ja komplett behindert. Wir sind die Besten. Das war's. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wolf Dragon schreibt, hat alles passt. Ja, das macht Spaß. Ich hoffe natürlich auch, euch Mitspielenden hat das Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass jeder, der mitsagt, da so einigermaßen Verständnis hat, dass ich nicht alles so über den Blick behalten kann. Das ist ja gar nicht so einfach, muss man auch mal dazu sagen. Bin ich auch nicht gewohnt, so oft machen wir das nicht. Hell Let Loose Community zockt, der war fucking legendary, das stimmt. Der Supermarkt Simulator war schön, wo man einen einsperren und schlagen kann. Das stimmt. Hat sich eigentlich beim Supermarket Simulator selber was da? Bei dem Singleplayer-Ding, das wir auch ungefähr vor einem Jahr. Ich hab doch mitgespielt. Herr Wolfgang, weiß ich schon. Ich weiß, dass du mitgespielt hast. Lenze! Also Birger, danke, dass du mir gesagt hast, am Mittwoch, dass ich mit Witcher 3 anfangen soll. Alter, ist das gut. Hast du mit dem 3 angefangen? Dann tust du wahrscheinlich ein wenig schwer, wenn es beim 2er geht's noch, aber als 1er wird er dann schwer fallen, das sage ich dir gleich schon, aber da liegen halt auch 10 Jahre oder so dazwischen, oder von wann ist das 1er? Ich glaube von 2008. Weiß jetzt nicht hundertprozentig auswendig vom Witcher. Aber das 2er, das geht auf alle Fälle noch, aber Witcher 3 ist eines der besten Spiele jemals. Und das ist mit Sicherheit auch sehr gut gealtert. Ich hab's jetzt seit 10 Jahren nicht mehr gespielt, wie es ausgeht. Ja, Achad! Ist jetzt da mal Ruhe mit der Schmeißerei von 20 Euro, was ist denn mit denen? War ein geiler Stream, hast du verdient, ich hab doch überhaupt nichts da! Ja, Achad, merci dir. Kuss auf die Nuss, dankeschön. Schluss damit jetzt! Jetzt machen wir diesen hier. Muss ich ein wenig zu laut, da muss ich umeinander blären, wie früher. So, Freunde der Sonne, wisst ihr eigentlich, was ich die letzten 4 Wochen da habe? Jeden Tag Minimum. Minimum ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt Tage, da ist es weniger und es gibt Tage, da ist es mehr. 10 Stunden am Tag? Zieh irgendeine Ahnung? Schleidern auch? Schwarteln? Ja, auch. Leuchtrauschkugel weiß, was zum Tor ist. Ich schwöre dir bei Gott, ich bin schon wieder dermaßen in einem Tunnel drin, dass der mich an letztes Jahr erinnert, dass ich rund um mich alles vergiss, weil ich den ganzen Tag nichts anders tue. Fast. In jeder freien Minute hocke ich mich hier und schaue irgendwelche Sachen an. Und programmiere wie ein geistig Behinderter. Nur dazu bin ich jetzt das Wetter das ganze Wochenende beschissen, weil man sich irgendwas an gut am Donnerstag habe ich mir sauber ein Ei gleicht. Ich sag das freiwillig, ich habe mir sich ein Ei gleicht, dass ich nicht mehr gewusst habe, wo hinten und vorne ist am Freitag. Aber da habe ich einen Tag verloren. Aber
Keller abgesucht, habe ich gestern. Ich habe ungelogen mindestens über eine halbe Stunde mit dem Keller angesucht. Ich finde den alten Rechner nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, da ich den niemals wegschmeißen, den habe ich vom Schwiegerpap geschenkt gekriegt. Das da ich niemals da. Da haben schon ein paar Leute geschrieben, so quasi, wie soll ich sagen, mit der alten Kich ausgerannt und so weiter, aber nein, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich finde ihn nicht. Darum haben wir am Mittwoch übrigens auch eine kleine Themenänderung. Wir spielen mal Island Tale. Kann sich noch jemand an Tavern Master erinnern? Ist was Ähnliches, bloß ein bisschen moderner und ich glaube ein bisschen größer als Tavern Master. Hat denn der Vorstand aus der Inventur gestrichen? Normalerweise nicht, weil die klangt meine Sachen nicht an. Weil es ganz genau weißt, was die Retourkutsche ist, wenn das passiert. Herr Löwenselb, Schluss jetzt damit. Ich habe das 1er und 2er probiert und echt Probleme mit der Steuerung gehabt. Das 3er überhaupt nicht funktioniert super mit Gamepad. Das habe ich auch mit Gamepad gespielt, ja. Und ich spiele offstream sehr selten Spiele mit Gamepad, eigentlich nie. Island Tale Community oder allein? Das ist eine richtig gute Frage. Ich weiß gar nicht, dass Island Tale in der Community überhaupt geht. Muss ich kurz was schauen. Also auf alle Fälle sind einmal knapp 6000 sehr positive Bewertungen drauf. Es schaut auch sehr nett aus. Schaut ein bisschen besser aus wie Tavern Master, da jetzt da haben. Oh, es gibt tatsächlich Online-Coop. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann habe ich vor genau 5 Minuten nicht zu viel versprochen. Die Zukunft sagt, Community-Zogs wird es mehr geben, aber wir werden das so machen, wie wir es immer machen. Die Spiele schauen wir immer erst einmal solo an, weil sonst weiß ich überhaupt nicht, wo hinten und vorne ist. Und beim zweiten, spätestens beim dritten Mal, wenn das ein gutes Spiel ist, dann können wir nicht bis zum dritten Mal, aber je nachdem, machen wir einen Community-Zog draus. Es wird allerdings die nächsten Wochen jetzt halt schwierig, weil jetzt dann Doom kommt. Und Doom wird gespielt. Ob es euch gefällt oder nicht. Und gut, wenn Doom scheiße ist, kann ja alles passieren. Ich meine, da steht immer nur ein Bethesda und so Geschichten drauf. Wenn Doom beschissen ist oder irgendwann nach dem dritten Mal langweilig wird, dann hilft das nicht. Dann wird es halt einfach umdrehen und wir spielen mal Island Tale oder was auch immer. Zum Spielen gibt es genug. Ich bin gestern nochmal in meine Steam-Wishlist durchgegangen. Das ist so meine Markierliste für das, was ich irgendwann einmal spielen will im Stream. Die ist echt lang. Die ist wirklich beschissen lang und ich weiß gar nicht. Und es kommen immer neue Simulatoren. Gestern habe ich auch nochmal geschaut, da gibt es einen wie heißt der? Road Rage? Nein, nicht Road Rage. Fuck, wie heißt denn geheißen? Riot Police Simulator. Da kannst du dann einfach Leute auf der Straße über den Haufen ballern mit dem Gummigeschoss und so. Schaut eigentlich auch ganz lustig aus. Push It Together soll ganz gut sein in der Community. Was ist das? Lass mich schauen. Push It Together. Das ist also so 5 Euro Gespräch. Ach du Scheiße. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich dann der Nachfolger von Chain Together. Bloß, dass du nicht zu dritt die zusammenketzt oder zu viert, sondern miteinander Kugel irgendwo aufschirmen musst. GTA 6 am 26.05.2026. Ist das schon der feste Release? Haben die schon einen Tag gesagt oder haben die einfach bloß gesagt Mai 2026? Lass mich mal schnell schauen. Also Freunde der Sonne, wenn GTA 6 rauskommt, ich hoffe, dass der Stream dann immer noch so floriert, wie er das heute tut und schon immer irgendwie seitdem er Dohan getan hat. Dann ist euch hoffentlich schon bewusst, wenn GTA 6 rauskommt, ist erstmal ganz lang. Mit ganz lang meine ich wirklich ganz lang, GTA 6. Ich denke, GTA 6 wird so ablaufen, dass wir mir die Story durchspielen, ähnlich wie wir das in KCD 2 gemacht haben, dass da wirklich reingestreamt wird, weil das ist auch wieder wahrscheinlich nicht mit 5 Stunden abgetan. Aber ich will es fertig kriegen. Und wenn das durch ist, je nachdem, ob es es überhaupt dann für den PC gibt, weil auf der Konsole tue ich mir die Scheiße nicht an. Also Singleplayer tue ich mir auf der Konsole gegebenenfalls schon an, aber Multiplayer nicht. Darum. Also ich mag jetzt nicht zu viel versprechen, ich hoffe, dass ich mir da auch nicht wieder in irgendein Scheißloch hineinsitze, aber ich sage nur so viel, Birger, wo ist denn der Server? If you know what I mean. Und da brauche ich dann auch Leid. Das mache ich nicht noch mehr allein. Das mache ich nicht nochmal allein. GTA 6 für PC so 2028. Abwarten. Das darf mich extrem wundern. Das war bei den alten Spielen jetzt die ganze Zeit so. Das letzte Spiel, das Rockstar released hat, war 2018 mit Red Dead 2. Das kannst du
Ich weiß, das ist 7 Jahre her. Rockstar war sowas von dumm-dödel behindert, wenn die nicht von Tag 1 eine PC-Version mitbringen. Die haben doch wohl selber gespannt, wie dermaßen riesengroß die PC-Community in GTA 5 vor allem mit der Roleplay-Geschichte ist. Weil gibt's auf der Konsole, ich hab GTA 5 nur gespielt, bis damals rausgekommen ist. Ich meine, das ist über 10 Jahre her. Und 2014 oder 2015 ist, glaube ich, für den PC gekommen, da habe ich es ein bisschen gespielt und das war's dann. Wenn sie halt nicht wieder einen Sony-Exklusivvertrag haben. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Richtig, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die warten ja komplette Idioten. Die warten komplette Idioten. Die Zeiten zum PC-Release werden bei allen Studios immer kürzer. Adri, das ist absolut richtig. Absolut richtig. Launch-Titel PS6. Herr Wolfdragon, ich hau mir jetzt auf so am Morgen Frühschicht. Servus miteinander. Herr Wolfdragon, es war mir ein Fest. Merci fürs Mitspielen. Kuss auf die Nuss, schlafen Sie gut und bis Mittwoch. Pfui Teufel, Frühschicht, Alter. Ich scheiße hier. Basti, merci für deinen Resub und 12 Monate. Seit einem Jahr Mitglied, seit Franziska dabei. Zeit wo? Das frage ich mich auch oft. Franziska ist übrigens 7 Jahre her. Egal ob Stream, Video oder Podcast, absoluter Premium-Content. Vollbier-Squad, merci Chef. Ja, leider schaut es mit Videos und Podcasts heute echt schlecht aus. Ob sie das mit den Videos eventuell wieder da fangt. Vielleicht habe ich eines Tages wirklich die vor allem den Bock und die Idee für Gaming-Content. Ich denke nicht, dass ich nochmal so alte, wie die alten Sachen mache. Also das How-To-Format bleibt natürlich, aber ich mache keine How-To-Schweiners. How-To, weiß ich nicht, Schnupftabak und so. Ich denke, diese Zeiten sind einfach vorbei. Das wird mir und kostet mir ja schon im Jahr ungefähr 1000 Abos. Minus. Es ist mir einfach wurscht. Es hilft nicht. Ich glaube, was diesen Content betrifft, habe ich alles erreicht. Und was diesen Content betrifft, gibt es ein paar, die machen ihn noch. Und es ist so absolut abgrundtief peinlich, auch heute noch, dass es fast nicht der Bock. Da habe ich alles erreicht, da habe ich einfach keine Motivation mehr dazu. Aber was Gaming-Content betrifft, eventuell. Aber das Problem ist ein bisschen, ich habe mir eben vor 4 Wochen was angefangen. Wenn ich das durchziehen will, dann muss ich mich da drauf konzentrieren und da ist kein Platz für Videos. Ernsthafte Videos. Mal ein Short aus irgendeinem Scheiß Stream ausgeschnitten oder irgendein Scheiß, ja, aber dafür hocken wöchentlich 1000 Leute plus drin. Das ist absolut richtig, um Gottes Willen, das war jetzt kein, oh Gott, das geht alles am Bach, habe ich. Also man merkt natürlich, dass die Leute, im Sommer haben es immer ein bisschen weniger, aber ansonsten ist immer noch alles beim Alten so gut wie. Natürlich merkt man, dass ab und zu mal ein paar Leute abgängen. Aber wie soll ich denn das jetzt sagen, ohne dass sich das nach Jammerei hört? Dann kommen die richtigen Spiele und dann haben sie wieder da. So. Sully! All of a sudden the wild Sully appeared. Ja, Sully, welcome to the squad. Merci für deine Mitgliedschaft. Hier schaue ich schon lang zu und frage mich schon lang, wann es endlich druckt. Sag ich dir, was es ist. Ab in den Chat, da habe ich den Sully! Merci dir. Kuss auf die Nuss. Schauen wir mal, ob bei dir auch irgendwann 78 Monate dort steht. Merci dir. Wie schaut's mit deinem Insta und Facebook aus? Gibt's da schon was Neues? Ich weiß leider Gottes nicht mehr so hundertprozentig, was ich beim letzten Mal erzählt habe. Das ist jetzt kein Drachenlord-Moment, wo er sagt, ich weiß nicht mehr, wie ich euch das letzte Mal angelogen habe. Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich die erste Nachricht von Facebook, also von Meta selber gekriegt. Auf meine zweite E-Mail-Adresse, habe darauf geantwortet, habe gemerkt, dass ich mich bei einer bestimmten E-Mail-Adresse vertippt habe und habe ihnen nochmal nachgeschrieben, hoppala, ich habe mich vertippt, ich meine natürlich diese E-Mail-Adresse. Und ich hoffe, dass das kein Problem ist. Ansonsten habe ich seitdem noch nichts gehört. War allerdings ein Feiertag und keine Ahnung, ich schätze mal, dass da eine Antwortzeit von mindestens 1 bis 3 Wochen ist. Mal gucken. Ja, Kat! Lol, bin auch mit dabei nach Jahren. Jetzt schwappt es aber einer, oder was? Ja, Kat, was ist da los? Welcome to the Squad. Warum wird's denn da eigentlich nicht angezeigt? Ja, wird gleich kommen. Ja, Kat, welcome to the Squad. Merci dir. Also pass auf, da hat jemand was Wichtiges geschrieben mittendrin. Der Ringo! Kommt Elden Ring, Night Rain, DLC. Dass du überhaupt fragen magst. Selbstverständlich kommt der. Und da der ja, ich habe mich noch nicht so hundertprozentig damit befasst, was es genau ist. Es gibt ja seit 2 Tagen irgendwo am Wochenende ist ein Gameplay-Video gekommen.
sogar, also je mehr Trailer, Vorstellung, was ist das ganze Ding überhaupt, da hat man so ein bisschen die Klassen vorgestellt und ein paar Bosse vorgestellt und wie der Game-Modus so an sich funktioniert, aber ich habe mich da jetzt noch nicht Vollgas tief hineingewerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber sicherlich wird der gespielt und ich glaube, man kann den bloß im Koop spielen. Ihr wisst, was das heißt. Ja, dann bin ich nicht der Einzige, der alle 2 Minuten verreckt und muss mir dann irgendein Backseat-Scheißdreck im Chat hören, sondern dann kennt's ihr kennen und kennt's mich carrying. So sieht das aus. Adri schreibt, glaubt die Woche kommt der Gameplay-Trailer zum neuen Mafia-Spiel. Das kann auch was sein. Das ist auch schon angekündigt worden, oder? Es könnte auch was sein. Steffi schreibt, also ich muss jetzt mich leider aufs Öhrchen haben. Gute Nacht, Bananen. Steffi, Triple F für die Stefanie, rein damit, Kuss auf die Nuss. Schlafen Sie gut. Irgendwas habe ich noch, das ist so viel, was da geschrieben wird, ich weiß überhaupt nicht, was ich antworten soll. Sondern der Dampfler mit dir oder wir, hihi, was? Was ist ein Birger? Zum Thema der Last of Us Staffel 2, nachdem ich vom Spiel her weiß, was passiert und so weiter, habe ich mir noch keine Folge angeschaut. Ist das der Serie der gleich gezwungene Vogue-Bullshit? Du meinst, du schreibst Vogue interessant? Vogue schreibt man übrigens mit W-O-K-E. Ja, selbstverständlich. Ich habe jetzt allerdings in The Last of Us 2, und ihr wisst, ich bin normalerweise extrem empfindlich, was diese Woke-Scheiße, wenn es absolut keinen Zweck hat, sehr empfindlich bin. Und ich finde, im Spiel, dafür muss das aber fertig gespielt haben, finde ich. Am Anfang kommt es dir schlimm vor, wenn du fertig bist, hast du 25 Mal deine Meinung. Ich meine, um das geht es ja auch so ein bisschen, das haben sie halt versucht so zu machen. Du hast erst die eine, dann hast die andere und dann kennst du gar nicht mehr aus. Wie sage ich das jetzt, ohne dass ich spoilert? Wer das Ding noch nicht gesehen hat. Ich finde, in der Serie ist schlimmer. Ich mag da jetzt kaum irgendwas versauen, aber ich muss es sagen, wer es nicht hören will, ich hebe jetzt meine Hand, verzeih das, und wenn ich damit fertig bin, tue ich mein Hand wieder runter. Ihr könnt es mit dabei muten, okay? Ich fange jetzt an, was mich in der Serie extrem stört, weil wenn ich euch das jetzt verzeihe, dann passt es auf nichts anderes mehr auf und euch fällt es auch auf. Wer es wissen möchte, hört es jetzt einfach an. Achtung, 3, 2, 1. Also, was ich in der Serie finde, ja, es ist diese Vogue-Geschichte, bin mir nicht sicher, ob man es als Vogue bezeichnen kann, aber ich glaube schon, die Darstellung von super starken Frauencharakteren, bla bla bla. Was ich da ganz furchtbar schlimm finde, oder was schlimmer ist, du musst damit darauf aufpassen, in dieser Serie fluchen nur Frauen. Jedes dritte Wort von irgendeinem Weiberleid ist nicht, kannst du mir mir fällt jetzt kein Satz nicht ein, ich habe erst alles einmal gesehen, aber egal, die sagt nicht, kannst du mir das Gewehr geben, sondern sie sagt, kannst du mir das scheiß verfickte Gewehr geben? Kannst du mir dein Scheiß, ist das dein Scheiß Ernst, ist das dein Scheiß das, ist das dein Scheiß bla? Und das ist so krass auffällig, dass das nur Weiber deren, das ganz krass ist. Und da denken wir, das ist halt schon wieder aufgesetzt und nicht glaubwürdig. Das zweite, also ich weiß ja nicht, wer das ist, der glaubt, dass man Weiber und Frauencharaktere fluchen lassen muss, damit man meint, sie sind cool. Ich weiß nicht, was das soll, aber gut. Und jetzt kommen wir es wieder runter. Nicht, damit jetzt da Leute nicht 2 Minuten lang auf ein Battle starren müssen, ohne Ton. So, Herr Nougat-Keks! Gott, so einen hätte ich jetzt gern. Kuss auf die Nuss. Herr Nougat-Keks, welcome to the squad. Ab in den Chat, aber dir, Herr Nougat-Keks. Ich weiß nicht, was da heute wieder los ist. Da gibt es wieder Mitgliedschaften umsonst, glaube ich. Was ist da los? Herr Nougat-Keks, merci dir. Die sind halt emanzipiert. Ja, genau. Aber mehrere Mal, ansonsten finde ich, muss man auch so ehrlich sein, es ist sehr nah am Spiel. Extrem nah am Spiel. 2 Sachen, die sind keine Spoiler nicht. Ich meine, das sagt ja jeder, der bloß einmal das Cover sagt oder bloß einmal irgendwo ein Beutel sagt. Ich finde die Darstellerwahl von der Ellie, das habe ich in der ersten Staffel schon falsch gehalten, dass man da dieses kleine Mongo-Kind da nimmt, die ausschaut wie eine Behinderte. Was soll das? Ellie ist eigentlich schon... Gut, als Kind ist jetzt das schwierig zum sagen, aber die ist ja dann später im zweiten Teil 19 eigentlich ein attraktives Mädchen und ein Kopf größer als die Darstellerin.
Und irgendwann, was die durchgemacht hat vor allem, ist mir egal, ob die schmächtig ist oder nicht, darum kaufe ich ihr ab, was sie tut. Sie tut sich da auch nicht leicht, wenn es zum Beispiel einen Klicker mit der Hand umbringt und mit dem Messer und so. Auch in der Serie nicht. Aber es macht definitiv einen Unterschied, ob Abby ein sicheres Kreuz beieinander hat und, jetzt war mir fast was rausgerutscht, wer es noch nicht weiß, Dinge tut, kaufe ich ihr das mehr ab, als die Schauspielerin in der Serie, die zweiköpfig kleiner ist, die ich wahrscheinlich mit meinen Nudelarmen mit ihren 21 Kilo so ausheben und wegwerfen kann und der erst wirklich ansägst beim Schauspielen, wenn die Schrotflinten und so weiter in der Hand hat, dass sie es nicht gescheit halten kann. Das glaube ich doch nicht! Im Spiel drin hat die Oberarm wie Oberschenkel und ist voll das Brackel. Naja, das ist ein wenig schade. Ansonsten aber eine gut produzierte Serie, braucht man nicht schmerzen und ist sehr nah am Spiel und ich glaube, die haben auch nicht recht viel Spielraum, dass sie sich da irgendeine Scheiße erlauben können. Restliche Schauspieler passen richtig gut. Der Ellie, ihre Freundin, ist sogar noch schärfer als im Spiel. Ansonsten passt es bis jetzt ganz gut. Sagen wir mal so, am Wongelsepp gefällt Ellie. Ja, ich glaube, ich weiß, was man sagen möchte. Die Ellen Page war halt gut gewesen, aber sie ist jetzt der Elliot Page. Die hätte richtig, das ist absolut richtig. Das war die perfekte Schauspielerin gewesen. Das ist absolut. Jetzt habe ich kurz gebraucht, wenn du meinst. Ja, genau. Ich habe gar nicht gewusst, die hat die vorher Ellen Page geheißen. Weiß nicht mehr. Das ist die von. Woher kennt man sie? Juno? Juno ist aber ziemlich alt, da war sie noch sehr, sehr jung. Und jetzt hat sie sich halt umbauen lassen, jetzt ist Typ. Ja, was soll ich denn da sagen? Stimmt, Inception ist da dabei. Absolut richtig, Inception kennt man sein. Ich kenne es eigentlich mehr aus Juno als aus Inception. Wie schaut's mit Claire Obscure Expedition 33 aus? Das soll angeblich echt gut sein. Herr Weidler, das ist absolut richtig, das habe ich auch gelesen und mitgekriegt. Aber das ist wieder so ein 30-Stunden-Schinken und ich glaube nicht, dass der qualitativ von der Story so gut ist wie KCD 2. Und das ist wieder so ein Ding, das spielen wir 2-3 Mal und dann ist es wieder gar und hat 80 € gekostet. Passt wahrscheinlich nicht so gut für den Stream, glaube ich. Fun Fact: Ellen Page hat Naughty verklagt, weil ihr die eklige so ähnlich schaut. Kennst du jetzt? Nochmal. Ellen Page hat Naughty Dog wahrscheinlich, das ist der Entwickler übrigens von The Last of Us, weil ihr die eklige so, ich glaube, ich weiß, was Ellie, nicht eklige. Ach so! Ich habe jetzt eigentlich gemeint, du meinst die Schauspiel. Gut, Schluss, Alter. Alter, du kannst jetzt nicht mit einem 50er ums Eck kommen, du gottverdammter Geschubster. Nimm's! Ich hoffe, es ist bei dir schon leichter. Manch anderer kämpft wieder. Dann polter das. Bei mir ist stellenweise leichter, aber noch nicht fertig. Dauert nur ein wenig, aber es ist Licht zu sehen am Ende des Tunnels. Im Positiven, um Gottes Willen. Lausbub, merci dir. Wenn es eine Anspielung war, dass da irgendwas Stress ist, wenn das irgendwas mit Geld zum Tor hat und du hergehst und mir dann 50er herscheißt, dann will ich ihn nicht haben. Ich will ihn nicht haben. Wenn du einer von denen bist, denen Geld wurscht ist, dann will ich ihn auch nicht, aber ich will ihn dann doch. So. Merci dir. Schluss damit. Ich sag's ein bisschen in die Kamera hinein, vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen. Ich bin auch bloß ein Mensch und ich habe auch so meine Problemchen hier und da und momentan sind es echt ein bisschen viel. Es ist so leicht gesagt, das weiß ich, aber es hilft nicht. Zähne zusammenbeißen und durchdreschen. Es hilft nicht. Einen Schritt zurück, 2 Schritte nach vorn. Okay? Und währenddessen ich sage, greife ich mir da nicht am Schwanz oder am Arschloch umeinander, sondern ich kratze mir am Schienbein, okay? Wichtiges Detail. Zähne zusammenbeißen und durchdreschen. Einen Schritt zurück, 2 nach vorn. Lassen wir uns doch von so einer behinderten Scheiße nicht in den Arsch ficken. Damit wir den heutigen Stream einmal wieder entmonetarisieren. So. Hamburger Schienbeine. Sagte der Rollstuhlfahrer. Ihr Vollspacken. Einmal zurückgeradelt, 2 mit 4.
Ja, bei wem nicht, Alter? Da hast du ein paar in der Community. Denke ich mir auch, ja. Das ist was, das ist ein geteiltes Leid, ist halbes Leid. Da ist schon ein bisschen was dran, so ist das nicht. Es ist jetzt sehr leicht zu sagen, aber jeder hat sein Backel zum Drum. Und wenn du 5 Millionen auf dem Konto hast, ich habe keine 5 Millionen am Konto abgesehen davon, aber ich könnte mir vorstellen, ich rede es mir einfach nur selber schön, dass ich keine 5 Millionen am Konto habe, der hat auch seine Backel zum Drum. Ja? Mit 5 Millionen Euro am Konto hast du ganz andere Probleme wie mit 5 Euro am Konto, aber du hast auch Probleme, die sich genauso beschissen anfühlen wie die mit 5 Euro am Konto. Und Geld ist nicht das Wichtigste. Man braucht's, braucht man nicht schmerzen, selbstverständlich ist eine finanzielle gute Lage wichtig, aber die kannst du am Ende des Tages auch nicht fressen. Wenn es heute fortkommt. Ich hätte aber gern 5 Millionen. Ja, wer nicht? Wer nicht? Ja, Achat, mir ist wieder ein Zwiegel. Lieber mein Amtslohn. Was für ein Amtslohn? Was ist der Amtslohn? Lieber Depressionen im Porsche als in der U-Bahn. Selbstverständlich. Das sagen Leute ohne Geld oder mit normal viel Geld oder so, sagen das natürlich leicht, aber da bin ich mir 100% sicher, ich kann es ganz offen und ehrlich, da haben wir schon immer drüber geredet, selbstverständlich hat sich meine finanzielle Situation, das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, ihr habt mich hier damals aus einer Scheiße herausgezogen, die ist unvorstellbar. Da rede ich zwar nicht drüber, was es genau ist, weil es ja kein was angeht, aber es ist unvorstellbar, was das da mit mir gemacht hat. Seitdem hat sich meine finanzielle Lage natürlich zu einem sehr viel besseren gewendet. Natürlich hat es das. Das war nur gelungen. Man hat ja auch keine Vollidioten. Bist du schon? Ja, aber ihr wisst schon, was ich meine. Trotzdem habe ich genauso viele Probleme, wenn nicht sogar mehr, wie vorher. Und viele davon lassen sich halt einfach nicht mit Geld lösen. Eigentlich gar keins, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, die Hacker-Geschichte zum Beispiel schon. Die hat sich mit Geld lösen lassen. Ja, ist trotzdem. Hauptsache, ihr wisst, was ich meine. Jeder hat sein Backel zum Drang, aber ich die meisten. Der Highlander 41 Paketbote. Highlander, halt doch dein Maul, du Trottel. Die Österreicher haben es rausgerissen. Verklagt Jojoka dich jetzt auch? Wer ist denn Jojoka? Ach, ist das der, wo der Ofenkäse drauf losgeht? Ich befasse mich mit so einer behinderten Scheiße nicht, keine Ahnung. Bastel! So, Nachschau-Squad ist jetzt auch anwesend. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, merci für 31 Monate und dann Resub. Das ist genau das, über das wir mal im Discord geredet haben zu Daisy-Server-Zeiten, oder? Herr Susbeni, exacto mundo, und ich erinnere mich auch daran. Wie der große Philosoph Homer sagte, ich habe 3 Kinder und 0 Geld. Ich hätte aber lieber 0 Kinder und 3 Geld. Ja, Simpsons waren auch irgendwann einmal lustig. Mr. Tenefan, servus Birger, da ist ein OG, der nach langer Zeit ein Bürger-TV angeschaltet hat und mich gefreut, dass du immer noch dein Ding durchziehst und dass es dir gut geht. Ja, das mit gut geht, haben wir gerade drüber geredet. Du hast ja wahrscheinlich gerade drüber einer geschaltet. Aber ja, Fan! Willkommen zurück. Wir haben sie vermisst. Lotto gewinnen, da kann's einen erwischen. Gewinner ist gefährlich. Ich sag das auch freiwillig, wie es ist. Wenn ich mit 20 ich habe jetzt noch keine Ahnung von nichts, aber ein bisschen mehr wie damals. Aber wenn ich mit 20 eine Million gekriegt hätte, würde ich jetzt da nicht sitzen. Ich hätte mir alles reingeballert, was da ist. Mit alles meine ich alles. Da war ich jetzt nicht da. Entweder hätte ich mich kaputt gekokst oder ich hätte mich mit irgendwelchen extrem schnellen Geräten trennt oder was weiß ich, was ich da hätte. Aber das war nicht gut ausgegangen. Das garantiere ich dir. Dass sich das bei uns eigentlich genau um 10 Jahre verschoben hat, aber reden wir nicht drüber. Nein, da reden wir jetzt auch nicht drüber. Der Bernie Crusader hat 2 Geld. Er schreibt es ihm hier. Brot und Spiele. Du, ganz ehrlich, ich darf mich da nicht hersitzen, wenn es mir nicht Spaß macht. Ja? Das sage ich schon immer und so ist es. Und mit allen Sachen, die mir keinen Spaß mehr machen und auf die ich keinen Bock mehr habe ich aufgehört. Und zwar gnadenlos. Auch wenn ich es gespiele. An allen Ecken und Enden. Selbstverständlich spiele ich das. In Aufrufzahlen, finanziell. Natürlich spiele ich das. Aber das ist einfach nicht wert, wenn ich mich da hersitze und quäl mich durch die Scheiße da durch. Ich hätte um Punkt 10 hätte ich ausschalten können und hätte gesagt, ja, okay, bis Mittwoch. Jetzt aber da, ich rede ja auch gern. Mir lenkt das auch ab. Es macht einfach Spaß, keine Ahnung. Und solange da immer nur am Schluss jetzt mal über 6, teilweise 700, 800 Leute drin sitzen, wenn man einfach bloß da sitzen und sich unterhält,
Das ist ja eigentlich was ist denn eigentlich? wahrscheinlich an 550 davor eingeschlafen und schlafen schon. Der Lausbub schreibt, geil, mein Ton noch nicht angezeigt. Scheiß drauf, wie viel liest das so mal? Wo? Lausbub, bist du... Moment mal, wie weit hängst denn du hinten neu? Ich retriggere jetzt eine Donation. Lausbub, meinst du die? Oder meinst du eine danach? Weil die ist ja schon 8 Minuten her. Lausbub, druck F5. Sag mal, wie weit hängt's denn hier noch? Was ist denn da heute los? Hier noch wach, der Ivo ist noch wach. Lausbub, wie weit hängst denn du hinten neu? Mach dir das Gedanken mit der Reichweite, Bigger, weil du redst ja schon oft davon, dass das nicht so war wie früher. Wie meinst, weil du redst ja schon oft davon, dass das nicht so war wie früher. Du meinst, dass es jetzt nicht so ist wie früher. Denke viel drüber nach. Na. Denke drüber nach? Selbstverständlich. Also selbstverständlich denke drüber nach, wie das war, wie das eskaliert ist, wie das in der Primetime war von 2019, 20, 21, sag ich jetzt einmal. Sicherlich denke ich da drüber nach. Dann denke ich aber auch drüber nach, was das Arbeit war, da hinzukommen. Möchte ich das nochmal? Darf nicht nein sagen, sag ich dir, wie es ist. Auch nicht gegen die Arbeit, aber dann überlege ich so, ja, aber dann müsste die diesen... Damals war es kein Bullshit, heute bezeichne ich das als Bullshit. Da müsste die diesen alten Mist wieder machen, weil ich weiß, der darf funktionieren. Der darf einfach blind funktionieren. Ich glaube auch heute noch. Ich fürchte fast heute auch noch. Wenn, dann mehr das mit irgendwelchen anderen Formaten oder anderen Sachen. Aber ich kann nicht alles 5000 Sachen gleichzeitig machen, denn ich werke an meinem eigenen Spiel und ich versuche es jetzt zum 4. Mal oder 3. Mal in meinem Leben halbwegs ernsthaft durchzuziehen und das Ding online zu bringen und weiter zu entwickeln und besser zu machen. Und das Problem ist, wenn das mal läuft, dann ist es ein Fulltime-Job. Das heißt, dann entweder gescheit oder gar nicht und dann muss ich das da als meine Arbeit sehen. Damit sich das aber rentiert, ich habe weder irgendwas ausgerechnet noch irgendwas. Ich bin noch nicht ansatzweise so weit, dass man mit dem Ding irgendwie Geld verdienen kann. Keine Ahnung. Ich konzentriere mich vorerst mal da drauf. Das ist jetzt einfach so das Ding, da nehme ich mir jetzt die Zeit. Es dauert auch noch eine ganze Zeit lang, bevor ich euch da offiziell sage, rein da, ausprobieren. Es sind schon ein paar Leute drin. Wir haben ja noch nicht in der Beta, sind wir in einer Alpha. Wir sind in einer Alpha-Version. Wen es interessiert, da geht es zu mir ins Discord, da gibt es einen Channel, der heißt Annex. Jetzt ist es auch schon wurscht, ob da 13 Leute drin sitzen oder 30, ist eigentlich egal. Jedem muss bewusst sein, das Ding ist nicht fertig. An 1000 Stellen gibt es richtige Fehler, die gilt es zu finden übrigens auch, für das brauche ich euch. Ein, zwei richtig große Steine haben noch nicht fertig. Vielleicht auch 10. Aber die Grundlage funktioniert und es gilt, dieses Fundament fertig zu machen. Am liebsten warten wir natürlich Leute, die Ahnung von Webdevelopment haben. Ja, die wissen nämlich eventuell, wie sie das Spiel kaputt machen können. Ja, ich werde es auf jeden Fall spielen, auch wenn es 80 Euro kostet. Nisse, das ist, das Ding kostet gar nichts. Das ist ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Das Einzige, was kostet, ist Me-Server und Domain. Und die Domain ist nicht ganz billig im Vergleich mit anderen Domains. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich pleite gehe. Da steckt eher mehr so meine Zeit drin, die ich sowieso nie wieder zurückkriege. Weder finanziell noch irgendwas. Bei mir geht das mit der E-Mail nicht. Herr Philipp der Flogger, da musst du in den Spam-Ordner gucken. Du musst eine E-Mail bekommen haben. Andere haben sie ja auch registriert.
Nein, ich verstehe das schon, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann leicht Kopfzerbrechen kriegt wegen der Relevanz immer. Also ich habe jetzt keinen, deswegen bin ich relativ froh, du bist jetzt noch mal kurz zurück da bei der Geschichte, warum, wenn das weniger wird. Meine Videoaufrufe werden zwangsweise weniger, weil ich keine Videos mehr mache, das ist ja klar. Aber unsere Streams, das sind ja nicht meine Streams, sondern unsere Streams, laufen genauso gut wie immer. Da habe ich mich damals schon abgeschissen, wie wir von Twitch weggegangen sind, passiert ist gar nichts. Und natürlich denke ich drüber nach, du sollst vielleicht mal wieder ein bisschen Videocontent machen und so, nicht, dass irgendwann einmal abbricht. Scheiß drauf, wenn ich nicht mag, dann mag ich nicht. Macht lieber die Streams, da habe ich Bock drauf, wer weiß, was da noch rauskommt und was uns da noch alles einfällt. Irgendwann einmal. Und jetzt gerade ist halt einfach das. Ob das Sinn macht, das da hinter mir, das weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich wird es in die Hosen gehen, aber das ist mir auch scheißegal. Dann habe ich es zumindest probiert, endlich einmal. So, der Herr Schulz fragt eine wichtige Geschichte. Aber ernst, wie verdient man mit einem Free-to-Play Geld? Das ist eine richtig gute Frage. Das Besondere an meinem Spiel, was wahrscheinlich eines der einzigen ist, die das überhaupt so machen werden, bei mir gibt es keine bezahlbaren Inhalte, bei mir gibt es kein Pay-to-Win. Ende der Geschichte. Es gibt, solange ich was zum Sagen habe und solange das nicht aus der Community ausbricht und vielleicht wirklich halbwegs erfolgreich werden könnte, man weiß ja nicht. Wahrscheinlichkeit ist recht gering, aber es kann sein. Wenn das aus der Community ausbricht, dann wird es eventuell die Monetarisierung natürlich ein bisschen aggressiver, weil es mir dann einfach wurscht ist. Und ich werde der Vollidiot, wenn ich es nicht tue. Aber, was ja NX im Prinzip auszeichnen soll, ist, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, bei dem du dir keine Vorteile kaufen kannst. Hot Take, englische Lokalisierung für mehr Reichweite, steht natürlich auf der Listensprenge. Aber dafür muss erst das Fundament fertig sein. Sag jetzt nicht Lootboxen. Nein. Ich wüsste gar nicht, wie man sowas in ein Browser-Game einbaut. Weil ich das mit Skins gehe. Aber zwei ganz einfache Dinge. Und so viele Gedanken habe ich mir noch nicht drüber gemacht. Zwei ganz einfache Dinge. Skins. Das ist das Erste. Du kannst da andere. Ich habe die Idee von Rassen-Supporter-Packs. Bedeutet, jeder, der nichts zahlt und einfach nicht mag und keine Ahnung, kann einfach dahin spielen, scheißegal, schauen alle gleich aus. So, stell dir vor, in StarCraft Terraner-Optik. Ne? Tizer und der Kolonie auf dem Planeten und den ganzen Scheiß. Und du kannst dann ein Rassen-Supporter-Pack kaufen, zum Beispiel jetzt bloß. Natürlich kannst du da kein Zerg-Paket kaufen, aber so eine Alien-Rasse zum Beispiel. Dann schauen deine Gebäude anders aus. Die Kolonie auf dem Planeten schaut anders aus und die Einheiten, mit denen du angreifst, schauen anders aus. Kost einmalig, ich weiß nicht, was ein fairer Preis ist, ein 10er, ein 20er, keine Ahnung, irgend sowas, deswegen heißt es auch Supporter-Pack, ja, das ist was, das brauchst du nicht, wenn du viel Zeit investierst und du findest das geil, du möchtest das supporten, kaufst du so ein Rassenpack und dann, so macht's Path of Exile zum Beispiel auch und ich finde das eine ziemlich faire Geschichte. Da gibt es Skins, die kosten 300 Euro. Die kosten 300 Euro. Das sagt ja jeder, hast du einen Vollschlag. Ja, aber es gibt einfach ein paar narische, die kaufen das als Unterstützungspaket. So, das ist Phase 1. Phase 2, der klassische Premium-Account. Was ist ein Premium-Account? Oh Gott, na bitte nicht ein Premium-Account, wo dann alles bei dem schneller geht, wo dann kann ich Gebäude früher abschließen. Nein, kannst du nicht. Er macht einfach nur das Leben ein bisschen leichter. Wenn du später im Late-Game, Mid- bis Late-Game nicht eine Kolonie oder 2 oder 3 hast, sondern 30 Kolonien, dann wird der Verwaltungsaufwand echt kreislig. Der wird echt kreislig. Und da einfach ein paar Tools zur Verfügung stellen, die die Verwaltung von 30 Kolonien ein bisschen einfacher und besser macht, das ein Nicht-Premium-Account-Mensch halt nicht hat. Und sowas kostet dann halt wöchentlich 3 Euro. Fertig. Und das dauert schon lange. Das würde schon reichen. Das sind im Monat 12 Euro, so Quality of Life Scheiß. Und wo ich da, reiner Umfug schreibt, so Quality of Life Scheiß, richtig. Aber wo ich schon wieder ein bisschen zusammenzug, weil ich mir einfach denke, das ist einfach unfair irgendwie, weil es dann schwierig ist, Sachen nicht mit Absicht unkampert, mir fällt jetzt kein anderes Wort nicht, unbequem zu designen, damit ich dann im Premium-Account die schöne Version bauen kann und dir das Ding mit Zwang quasi verkaufe.
Da fange ich schon das Zusammenzucken an und das Überlegen, ist das fair. Aber das kriegen wir schon. Da können wir uns wir haben ja doch relativ community-nah. Da kann man sich ja einfach unterhalten. Man kann mir dann einfach sagen, Alter, das ist die unfairste Scheiße, das ist sauber zu teuer, das ist sauber zu krass, keine Ahnung was. Es ist nicht so, dass ich dann nicht zuhöre. Und wenn es berechtigt ist, nicht einlenk und sage, da hast du vielleicht recht. Frag mal einen Schmiedi mit 140 Kolonien von damals. Der Schmiedi hat sowieso gebottet. Es ist absolut unmöglich, dass du 140 Kolonien unterhältst. Das ist unmöglich. Wenn er es nicht da hat, das ist jetzt eine steile Behauptung, ich habe nicht nachgeschaut und nichts gesehen, wenn er es wirklich von Hand gemacht hat, dann... Aber es gibt noch jemanden in dem Spiel, der hat auch über 120 Kolonien und von dem weiß es, dass er gebottet hat. Und gar nicht schlecht. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, der Schmiedi hat nämlich noch mehr, dass der auch gebottet hat. Aber drittens habe ich jetzt auch da, kommt gerade vom Elekelesit-Konzert, das kenne ich nicht. Hunderter, habe ich was verpasst? Alles. Geh gleich mal in den Nachschau-Squad. Ey, Spaß. Um was geht's in Einiges? Auch noch. Im Prinzip, ja, wenn du früher, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo Browser-Games der Shit waren. Gibt heute noch ein paar, die Faillight spielen, die Stämme, O-Game, Travian, etc. Es ist im Prinzip ein Echtzeit-Strategiespiel, wo die Echtzeit wirklich die Echtzeit ist. Da dauert ein Gebäude zum Beispiel 5 Minuten zum nächste Stufe ausbauen, dann dauert das auch 5 Minuten. Auch wenn du die ausloggst, läuft das im Hintergrund weiter. Im Hintergrund werden weiterhin Rohstoffe produziert. Du kannst die jederzeit ausloggen, einloggen. Das ist im Prinzip wie ein persistentes Universum in einem MMO. Im Prinzip ist das aber auch nichts anderes wie Internetseiten da. Ich komme mal schnell herloggen. Schaut dann in etwa so aus. Momentan rennt es gerade Säure. Ich werde auch gerade schon wieder angegriffen von irgendjemandem, vom Habanero. Was tut denn schon wieder? Der Habanero China kommt in 17 Minuten, kommt wahrscheinlich eine Rakete noch. Das sieht man noch nicht so gut. Gibt es verschiedene Gebäude, gibt es die typische Kaserne, da kannst du Einheiten bauen, da gibt es eine Waffenfabrik, die steht wie in StarCraft zum Beispiel Munition zur Verfügung, wie viele Einheiten du gleichzeitig haben kannst. Du kannst Raketen konstruieren und auf deine Gegner schicken. Du hast eine Rohstoffproduktion, du hast ein Rohstofflager, du kannst zwischen mehreren Kolonien Rohstoffe hin und her schicken. Du kannst, was alles für ein Bums, das ignorieren wir. Die Corporation-Ansicht ist komplett broken. Du hast da Karten, wo die ganzen Kolonien, das da bin jetzt zum Beispiel ich, das schaut alles jetzt ziemlich eng aneinander gebatzt auf, so soll das später natürlich nicht sein. Der Planet ist recht klein, der wird viel größer und dass das alles ein bisschen mehr verteilt ist, so der Plan. Und. Ja, hast du die Gebäude selber entworfen? Ja, Franz, das habe ich. Die sind alle von mir. Was nicht von mir ist, und das soll ja da hoffentlich klar sein, das sind zum Beispiel diese Einheitenbeutel da. Das sind momentan nur Platzhalter, die habe ich ja der StarCraft schnell ausgeklaut. Die habe ich schnell aus StarCraft ausgeklaut und gut ist. So. Geht NX schon auf mobil, Herr Philipp der Vlogger? Zum großen Teil ja. Aber das ist ja gleichzeitig das, was mir mal am meisten stört. Die Optik ist natürlich auch sehr wichtig, so ist das nicht. Mit dieser Art von Gebäudebeutel kann ich nichts mehr anfangen. Wahrscheinlich muss ich mir früher oder später irgendwann einmal tatsächlich einen Grafikdesigner anwerben, der mir ein Set-Gebäude designt. Der Basti schreibt ein bisschen wie Command & Conquer, oder? Es ist jetzt das mehrfache Mal schon gefallen. Es ist kein Echtzeitstrategiespiel. Irgendwo ja, irgendwo nicht. Im Prinzip, ich mag ja jetzt das Spielprinzip nicht versauen, aber im Prinzip ist nichts anderes wie eine Excel-Listen auf Crack. Auf einmal bloß das Spiel ab, wieder voll wie Squad. Nice. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Wir haben das nämlich schon mal gespielt 2020 und da haben sie, und es war wirklich in der Prime. Ja, das war wirklich in meiner YouTube Prime Time. Und während Corona haben sie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bloß 350 Leute ungefähr registriert. Die anderen Accounts, die haben teilweise alle von mir, Test-Accounts und keine Ahnung was, haben das 350 Leute haben sie ungefähr registriert. Ich sage jetzt mal, interessant wird es irgendwann ab 4-stellig. Und ein 2er oder ein 3er vorn dran. Dann kann es irgendwann, da ich halt allein bin, ja, ich habe kein Entwicklerteam oder Angestellte oder sonst irgendeine Scheiße, die ich da unterhalten muss, ist es dann, ja. Adri, Birger, wie funktioniert denn das Matchmaking in NX? Gibt es dann einen Rang oder sowas oder kann jeder jeden noch greifen? Jeder kann jeden noch greifen.
Es ist ein großes, persistentes Universum. Ich hätte jetzt da gerne eine Planetenansicht. Ja. Es gibt ja nicht bloß diesen Planeten, es gibt auch noch, das ist die Planetenliste. Leider habe ich noch keine Ansicht. Die alte Ansicht vom Sternensystem, die ist kaputt. Es gibt ja andere Planeten auch noch mit anderen Typen drauf, wo man sie platzieren kann und. Und die haben alle sauber zu klar und so weiter. Das bin ich alles noch am Umbauen. Es gibt so gesehen, es gibt natürlich eine Rangliste, ja, da wo du sagst, wer die meisten Punkte hat und so ein Scheiß, aber du kannst jeden angreifen. Jeder kann die anfacken. Außer zu große Leute können nicht zu kleine Leute ankacken. Das heißt, wenn da einer mit einer Kolonie ist, die hat so und so viele Punkte, kannst du nicht eine Kolonie angreifen, die gerade mal ein Zehntel so stark ist. Das ist halt einfach unfair. Hast du schon einen Weg gefunden, wie du es dann als App in den App Store reinbringst? Habe ich mich noch nicht befasst damit, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich so einfach laufen, wie ich mache einfach nichts anderes wie eine Browser-App und die ruft einfach immer nur nx.gg. Was? Auf. Und mehr nicht. Hamsen! Gibt's da einen Welpenschutz? Da kannst du gleich am Anfang vor einem High-Level-Gegner gefickt werden. Das ist selbstverständlich. Wie der gerade implementiert ist, sage ich dir ganz ehrlich, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber es gibt einen, ja. So viel dazu. Da sitze ich momentan ewig Fehlersuche, keine Ahnung, was ist der zweite Angriff? Was ist da los? Ich hab da meinen Mike auch noch daher. Braucht eine Stunde 20. Ja, irgendwas ist mit der Truppenbewegung im Arsch. Das stimmt doch nicht. So ein kleiner Gameplay-Stream oder Video wäre halt hilfreich, um in so einem Game reinzukommen. Es ist halt, ich weiß halt noch nicht einmal, wie ich das erklären soll, wie das funktioniert. So schaut meine Kolonie auf meinem Magma-Planeten aus. Dann meine Gebäude noch nicht fertig ausbaut. Anfangen tust mit einem Hauptquartier, bla bla bla, dann kannst du da Truppen bauen. Und dann schauen wir mal auf meinen Planeten. Das bin ich. Direkt daneben, wer ist da? Da ist der Planet 2 vom Wecker. Da, Herr Wecker, weißt du was, ich schicke dir jetzt einmal da 11 Space Marines. Dauert 10 Minuten. Bam. Ja, da haben wir schon soweit. Sprengen, ich habe den Fehler jetzt auch endlich mal reproduzieren können. Und dann steht da dort 5 Minuten. Passt noch nicht ganz zusammen. So, und ich weiß nicht, wie ich das euch erklären soll. Erwartet da kein Echtzeitstrategiespiel mit Command & Conquer. Das ist eine Internetseite. Wie erklärt man das? Das Ding fixt dir aber genauso an wie jede andere Loot-Spirale auch. Es ist halt ein Mordsaufwand, das ist das. Und woran hackelst du hauptsächlich dabei? Fehler ausmerzen? Ja, neue Ideen einbauen? Noch nicht, erst wenn ich weiterentwickeln etc. Alles. Aktuell bin ich dabei, meinen alten, über 10 Jahre alten Schrottcode in etwas Moderneres zu verwandeln. Das ist einmal die meiste Arbeit, weil das Spiel so gesehen, das Fundament eigentlich existiert, aber halt in nicht beschissen, sondern extrem beschissen. Und ich versuche es jetzt auf die nächste Stufe nur beschissen zum Heben. Und dann, wenn das Fundament steht, dann brauche ich Leute wie euch, deswegen schaut das jetzt auch gerade gar nicht, wenn sie da wirklich eine Handvoll Leute registriert und ein bisschen umeinander düdelt und mir so ganz einfache Fehler finden und währenddessen ich den Code im Hintergrund etwas modernisiere, ändert sich für euch ja nicht das Spiel. Das ist ja das Schlimme. Ja, das ist ja ein bisschen demotivierend. Ich werke da 4 Wochen ein und das Spiel schaut genauso aus wie vorher. Ärgerlich. Aber wenn das mal da ist, tue ich mir da umso leichter, um dann Fehler auszubessern. Ich tue mir leichter, neue Sachen hinzuzufügen. Und dann wird das Ding natürlich erweitert. Ja, wir haben da lange noch nicht fertig. Meine Ideenliste ist so unendlich lang, dass du einen Schlaganfall kriegst. The Dark Trooper 4 from 5. Welche Leistung muss ein Laptop haben? Das sind so Fragen, die erklären mir heute sofort auf der Stelle, dass so viele Leute wahrscheinlich da sitzen, die nicht, das meine ich jetzt nicht best, null, das ist mein Problem, nicht euers, die nicht kapieren, was das ist. Das ist eine Internetseite, Alter. Wenn du einen Laptop hast, der Google Chrome starten kann, dann gibst du meine Internetadresse ein und du bist in dem Spiel drin. Du brauchst keine Grafikkarten, also du brauchst schon, aber du brauchst einen PC, der läuft. Du kannst es auch am Handy spielen. Du gibst am Handybrowser meine URL ein und dann kannst du das Ding spielen. Um das geht's ja. Das ist eigentlich für mich so die Besonderheit eines Browser-Games. Du kannst es spielen, wann du willst. Du musst keine behinderte App installieren, gar nichts.
Du musst kein Programm installieren, nichts davon. Wird serverseitig ausgeführt, ist wie Netflix nur als Spiel. Ja, genau. Ja, genau. Also ich kenne Browser-Games halt noch von Internetseiten als Kind wie Spiele, Affe und so weiter. Nein, sowas nicht. Es ist ein MMO. Es ist ein statisches MMO, in dem es ist ein statisches Taktik-MMO, das aber in Echtzeit funktioniert. Ich kann es nicht erklären. Es ist halt ein Browser-Game. Clash of Clans. Ich habe jetzt selber Clash of Clans nie gespielt, deswegen kann ich keinen Vergleich nicht ziehen. Und ich mag es auch nicht spielen, weil danach lasse ich mich von denen eine Behindertenmechaniken noch anfixen und versau mein Spiel. Ich möchte da ein Spiel haben, wo ich kein schlechtes Gewissen haben muss, was gut ist, Spaß macht, wo jeder mitmachen kann. Nicht bloß Leute, die 1000 Euro pro Runde reinwuchten. Ja. Martin Keinhoff ein bisschen wie die Stämme. Ehrlich gesagt genauso wie die Stämme. Bloß natürlich, ich kenne jetzt die Stämme, habe ich auch schon seit 15 Jahren mal gespielt oder noch länger. Aber im Prinzip ist es die Stämme. Bloß halt natürlich habe ich wahrscheinlich andere Spielmechaniken als die Stämme. Aber im Grunde ist das Gleiche. Exakt. Ich darf es am direktesten vergleichen mit Travian, die Stämme, O-Game, was weiß ich, was es noch gibt. Das sind so für mich persönlich einfach die drei, an denen ich mich seit 15 Jahren orientiere. Seit über 15 Jahren. Der Snooze-Bene, lesen! Snooze-Bene! Ich habe gestern schon geschrieben und ich weiß, dass du das gelesen hast, aber du hast es gelesen, aber hast nicht aufgepasst dabei. Jetzt gehst du herum auf Einstellungen und auf Ingame-Berichte und schaust, ob da die Hackerl drin sind. Die habe ich bei allen Spielern gestern irgendwann einmal außer da, weil ich die ganze Zeit irgendwelche uralten Kolonien angreife und wenn da irgendjemand E-Mails aktiviert hat, dass er eine E-Mail kriegt, wenn er angegriffen wird, dann denkt er sich auch nach 5 Jahren, wo er das letzte Mal drin war, also was ist denn jetzt eigentlich kaputt? So, Enex, was für Enex? Bist du besoffen? Denkst du das? Für mich klingt's wie Quest of Galaxies, aber das gibt's schon lange nicht mehr. Das kenne ich nicht. Aber das hört sich auch sehr, wenn das ein Browser-Game war, dann hört es sich auch sehr ähnlich an. Ja. Hast du eine kleine Spende für das Spiel bekommen? Ja, passt, Schluss. Da ist er irgendwo immer noch unten da. Wie sehr ich mich um die Spendenseite gekümmert habe, das sagt mir, wo wir da die Texte zusammenkleben und ich weiß überhaupt nicht, was da überhaupt steht. Den Text habe ich geschrieben, 2020 irgendwann. Wer das tun will, bitte, sage ich natürlich nichts, das ist schon klar, aber eigentlich gehört der Link da unten weg. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Aber falls du das gerade da hast, der Basti Hero, Kuss auf die Nuss, Dankeschön natürlich. Und Schluss damit. Bestes Browser-Game ever, Space Glory Through Conquest. Quasi Stellaris im Browser, aber auch schon 20 Jahre tot. War es auch so komplex wie Stellaris? Ist das nur das aktuelle PayPal-Konto? Ja, ich habe immer nur das gleiche. Ich habe da nichts. Ich habe immer schon mein PayPal-Konto. Schluss, was soll die Frage? Snooze-Bene, Schluss, aus, pfui! Verbesserungsvorschlag für Rückkehrer, nur mehr Steuerungstutorial durchlaufen lassen. Was? Verbesserungsvorschlag. Für Rückkehrer, nur mehr Steuerungstutorial durchlaufen. Ach, du meinst, wie jemand, der wieder kommt und nicht mehr weiß, wie es funktioniert. Du hast sowieso immer diese Quests herum. Wenn wir mir neue Runden anfangen, hast du immer diese Quests herum und die führen die eigentlich wirklich Stück für Stück durch jede Spielmechanik durch. Der Snooze-Bene, alles gut. Niemand braucht sich da dafür rechtfertigen. Es hat sich bloß so, du weißt ganz genau, was es sich angehört hat. Schluss damit. So, mehr mag ich jetzt aber auch schon nicht mehr herzagen, weil sonst, ich mag nicht, dass da jetzt auf einmal 100 Leute drin sitzen und es kann passieren, dass es einfach kaputt geht. Ja? Es kann auch sein, dass ich von heute auf morgen alles lösche. Also an Daten von euch. Und euch alle auswirft. Kann auch passieren. Kommt auch sowieso irgendwann. Aber so ein bisschen der Hiebhümmeln und wenn euch Sachen auffallen, bitte nicht markieren im Discord, bitte nicht. Please don't. Einfach, es gibt einen extra Annex-Schmerz mit einem Thread drunter, der heißt Bugs melden. Am besten eine schreiben, was hast du? Ist der Fehler reproduzierbar? Kleiner Screenshot dazu. Eine Post, fertig. Ich notiere mir das
Und ja. Oder einfach einen Developer Rage Quit hinlegen und die Seite geht 404. Kann auch passieren. Und bist selber in dem Spiel auch versteckt? Ich war ein kleiner Bürger im Spiel. Natürlich bin ich da im Spiel auch versteckt. Ja? Bimsbüde 2K, Alter. Und ich heiße da drin ein Bürger. Natürlich spähe ich mein eigenes Spiel. Du wirst doch nicht glauben, dass ich mich da her sitze und beschwere mich über irgendwelche Spieleentwickler, die irgendeine Scheiße hinrotzen. Und dann ist das Erste, was ich sage, sag mal, spielen die ein eigenes Spiel eigentlich? Und dann sitze ich mir daher, mache mein Spiel und spiele es nicht. Bürgerkoordinaten sind übrigens 25, 25. Ich bin halt genau im Mittelpunkt von dem Planeten. Ja, und wo ist dann Wimp? Ja, Wimp. Wimp kriegt da drin irgendwo ein kleines Easter Egg. So, Schluss jetzt. Schluss! Weg mit dem Schund. Kinder, jetzt ist 10 nach 11. Ja, dann werde ich da wieder einen Monat lang umeinander werkeln und eine buttern und keine Ahnung und was weiß ich, was alles. Und irgendwann zeige ich es euch im Stream dann wieder. Und so weiter. Ich sage jetzt mal, es gibt so eine kleine Timeline. Die schön wäre, wenn ich die einhalten kann. Ob ich die kriege, weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Ich werde natürlich nicht den Fehler machen, wenn ich jetzt so weiter tue, dann könnte das nämlich genauso hingehen, dass wir mir irgendwann im Juni, Juli eine offene Beta machen. Und was dann passiert? Ich scheiß mir in die Sommerpause und in meinen Sommerurlaub hinein. Das werden wir nicht tun. Das werden wir nicht tun, meine Damen und Herren. Was wir jetzt tun werden ist, wir gehen jetzt ins Bett. Kuss auf die Nuss. So. Damen und Herren! Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Danke für die ganzen Donations. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren halt einige dabei. Dankeschön fürs Zugucken. Like drauf smashen. Wir sehen uns am Mittwoch mit Ale and Tail. Noch Solo-Play. Nächste Woche eventuell dann mit Community-Zock, wenn es gut ist. Und dann schauen wir mal. Stresstest, Spiel aufmachen, in Urlaub gehen, wenn du wieder kommst und der Server noch läuft, alles bestanden. Das ist eigentlich eine gute. Also natürlich wird es weiterlaufen währenddessen, aber ich bin halt einfach nicht da. Ich bin einfach nicht da. Und es ist auch nichts offiziell angekündigt oder sonst was. So. Schleichen Sie sich davon. Danke für alles. Triple F für die Moderatoren. Quadruple F für die Leute, die mitgespielt haben. Und dann sage ich, sehen wir uns am Mittwoch um 20. Oh, jetzt ist es schon wieder viel nach 11. Kruzifix. So! Jetzt rauchen wir noch einen und dann gehen wir ins Bett. Klingt nach einer richtig guten Idee, finde ich. Schleicht's euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis Mittwoch. Habe! Wir müssen uns irgendwann einmal was Neues ausdenken für den Stream zu beenden. Ich finde immer irgendeinen anderen Scheiß in die Kamera halten, wird. Staubsauger. Tschüss.